Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir weh. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Und wenn wir umfallen, dann ist es Kavalier. Grüß euch, Servus, grüß die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Uhr. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche oben sind schon veraltet. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zuckt auf der Gitarre. Als Backe spülen wir noch den Werner Schaar. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon richtig normal. Drum, grüß euch, servus, grüß die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Uhr. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche oben sind schon veraltet. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch, servus. 20 Töne und von denen habe ich jetzt glaube ich 17 falsch gespielt. Ist auch Aber einen hat er getroffen. Einer ist verrufen. Herrlich, wunderbar. Schön, dass alle da seid. Gewinnspiel welcher dann. Frisch Stadtguss sagt schon schön, dass Patrick wieder gesund ist. Jawohl. Jawohl. Der Meinung bin ich auch. Ich freue mich riesig, es passt alles wieder. Patrick, was hast du gehabt? Was war? Ich habe eine Blasenentzündung gehabt. Schmerzhaft, unangenehm, aber Gott sei Dank nicht gefährlich, sagen wir so. Ich Nicht? glaube, ich muss die Kamera ein bisschen umstellen. Da stößt nur um. Halt durch, Patrick. Ich halte durch, ich halte durch. Deine Eltern sind auch da, heute die Roman-Steuerer, habe ich gerade gesehen. Ui. Ich glaube, meine Eltern auch, grüß dich, die schauen nämlich auch zu, glaube ich, heute. Die sind, glaube ich, auch dabei. Ja. Rudolf von Corvessa ist auch da. Ist es da? Wunderbar, jawohl. Du, pass auf, Lord Glaubermoor Ja. ist da. Natürlich, servus. Und nächster Montag Ist es ist soweit. Genau. Was du mir nicht ausgesoffen musst. Nein, das selbstverständlich nicht. Ne? Ich habe zwar viel getrunken letzte Woche, aber Ja, keine aber alkoholischen Getränke. Zumindest nicht die Most, weil der kommt nächsten Montag dran. Weil da werden wir uns wieder auf Klausur begeben in die bucklige Welt. In die Klause Klaus, ja. Und ja, Rudi Corbesso, danke für die Noten, sagt er sehr gerne. Die habe ich bei der Hand gehabt, darum ist es so schnell gegangen. Was hat er denn braucht? Hat er mir gar nicht Wiesenberg, Wiesenberg. Biesenberg, ja. Das Liedsheet zum Legit, Wiesenberg. jawohl, jawohl, jawohl. Habe ich alles, also für das eine Lied. Ja, mittlerweile. Du, und weil meine Eltern zuschauen, ich meine, das ist noch ein Tag dazwischen, aber am Mittwoch, am Mittwoch hat meine Frau Mama den 80er. Einmalig. Ganz leibend. Und das heißt, ich ändert jetzt nichts an der Pavlatschen in dem Sinne, weil ich bin ja immer an sich ein recht ein Herzeigesohn. Nicht? Kann man schon sagen. Kann man schon sagen. Man kann mich herzeigen, weil ich nehme mir was ein. Ich nehme mir ein Bild ein. Das ist aber, wenn der mal wo auftritt, quasi, da ist ja mehr drum Mensch auf der Bühne, nicht? Wenn man so schön sagt, wenn ich wo bin, bin ich da. Ja, wenn ich wo bin, bin ich Genau. da. Ja, auf jeden Fall, 80 natürlich, also man darf noch nicht gratulieren, weil Nein. davor tut man nicht, aber eben am Mittwoch ist es soweit. Und da bin ich nicht dabei. Warum? Weil halt, ja,
der kein Feier ist natürlich, wegen Corona und so weiter, Ja, aber ja. ich bin dafür beim Zahnarzt. Ist auch was Schönes, wenn man gedacht. Ist auch was Schönes beim Zahnarzt. Das hat eigentlich. Beim, wie sagt man auf Wienerisch dazu? Pappenschlosser. Papenschlosser, genau. Pappenschlosser. Rudi Korbes. Rudi. Rudi Corbetto. Heute, was du siehst und was ihr alle seht da, was ihr Ja. alle da seht, ist durch die Linsen, das Objektiv der Firma Sigma, aus 16 mm Linsen, finanziert, gesponsert, bezahlt und zwar vollständig von unserem lieben Rudi Corbesso. Deswegen möchte ich euch bitten, haut Was geht? eine Orgie an roten Achteln Ja. für den Rudi Corbes für die Finanzierung von dem großartigen Objektiv. Bitte haut eine, wir sagen auch Dankeschön Rudi, ganz leibend und natürlich auch Dankeschön an Absolut super. Christoph Acker, der war vorher gerade da und hat sie seine wieder geholt, also er hat sie wieder. Wir haben sie Mädel an. Ausnahmsweise Ja, hat er ja. wieder bekommen. Er hat sich geholt und dem danken wir natürlich auch ganz besonders für diese riesige Unterstützung, weil es schon leibend. Ich meine, so gut haben wir es auch wieder nicht kennt nicht? Und der sagt, du pass auf, ich hab's liegen, da kannst du es einmal probieren. Mit ihm einfach. Ja, ist das super. Und jetzt haben wir halt dort probiert, haben das für gut befunden und gesagt, die Linsen hätten wir gern. Aber ja, schauen wir mal, weil man kostet da 400er. Nicht? So ist für Objektiv nicht viel Geld, aber es ist viel Geld. Aber es ist in ja, Summe. in momentaner Situation, wollen wir nicht jammern, Ja, aber es momentan ist ein bisschen Kommt noch dazu. ein Brocken, nicht? Also, Und dann nochmal Einzahlung kriegt das Bankkonto, der 16er Buben. 400er und mit dem Schrieb vom Rudi Korbes Kauf, ich glaube sogar so in Wiener Lautsprech sozusagen, also kauft euch die Linsen, Rufzeichen. Also, Ja, die Rudi, Acht- schau, die Achteln kommen schon, Rudi. Achtelvereine. Thomas Bastlecke, hat's auch eine. Ja. Nächste Woche wird es sein, ich bin in Botschan auch nächste Woche, aber dann wird es sein, da Freu mich dieses schon. Szenario, was ihr da jetzt seht, wird sich dann ändern, weil gemeinsam mit einem Bruder haben wir einen Studiotisch. Ich bin schon sehr gespannt drauf, ja. Ja, also er macht die Fertigung, er hat gesagt, bei der Fertigung haut er mich raus, weil ich soll ja was werden. Naja, Und, stell dich nicht so unter deinen Chef. Ja, nein, aber das ist halt. Und da kommt Aber dann er hat schon nicht Unrecht. ja, der eben Bruder. alte Pappen erst, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Da kommt das Keyboard dann rein, das Klavier, und so, also das wird auch hier also quasi dann ein neues Setup sein im Hintergrund. Da schaut die Achtel, die Achtel-Orgie für den Rudi vor rein. Rudi, daher spielen wir da jetzt einmal, weil das hat der Christoph Acker heute gemeint, da müsst ihr den Rudi aber schon das Gleichgewicht spielen. Das werden wir machen. Das machen wir das doch. Das machen wir jetzt auf den Machen Rudi. wir es doch für den Rudi. Weil das Lied habe ich das allererste Mal gespielt mit dem Rudi gemeinsam beim Taschler. Ja. Also, wenn es da nicht passt, dann wissen wir nicht. Warte, ich habe nämlich einen Fahrstuhl. Schau. Das ist wie ein Rollstuhl. Das sind Ein Fahrstuhl. Rollen hat der. Ja, Rollen, das stimmt eigentlich. Ja, das ist ein Rollstuhl. Wer singt? Du singst? Erste? Ich singe die erste, ja. Die zweite? Oder die erste, du die Ich singe zweite? die erste. Du Wie singst gefällt die mir- erste. Wie geht die erste? Wie gefällt dir auch? Ja. Ich Ich gehe geh mit heim. Ja. Ja. C-Dur. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Darm. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gossen sucht. Hat der Lack gebläht, was suchen's auf der Welt? Da hab ich diese Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt kröll ich und dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's noch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Ja. Der Wölder auf die Knie, der rutscht und wie ein Baby die Krawatten lutscht. Da schreit der alte Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon die Hund wie der Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das Gespüre, ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt tue ich um und jetzt wie ein Hund.
Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt dann wieder an, die umeinander Grölerei. Oi, der letzte Ton. Du gespielst wenig, merke ich gerade, was? Nein, ich hau einfach in Deutsch. Ich hau Und einfach in das war Deutsch. extra für dich. Extra für den Rodolfo Carabetho. Und dann habe ich heute aber schon so Rodolfo Carabetho, ich natürlich auch wichtig, nicht? So auf quasi Italiano, habe ich betitelt diese Pavlatschen ja entsprechend dem neuen Namen, den wir das letzte Mal ja auserkoren haben für unsere Fans, nämlich die Pavlacisti. Und da habe ich das so, was das so gleich, wie man das halt so wirklich eingeschrieben, Viva il Pavlacisti, habe ich sofort korrigiert worden natürlich. Ich glaube, wer war das? Der Marius Herzl, glaube ich, hat mir das gleich geschrieben auf dezent persönliche Nachricht auf Instagram, so nur so zur Info, das war jetzt Singular, nicht? Also, nicht? Und ich war jetzt dann Mehrzahl. Und daher heißt es eigentlich I Pavlacisti und nicht Il Pavlacisti. Na, ich natürlich sofort Ausbessert. wem es aufgefallen ist. Mir nicht. Geht's mit niemandem Also, anderen? ich gebe ehrlich zu. Also Aber ich habe ehrlich das an sofort mich. ausgebessert und habe das Titelbild gleich das L weggenommen und das neue hochgeladen. Also, I Pavlacisti. Das sind die Fans der 16 beim I Pavlacisti. Jawohl. Ja, aber so hört sich das. Die denken mit, weißt du? Ja, Das ist naja, schön. so einer halt jetzt einmal, nicht einer. Na, vielleicht kommt da einer Italienisch. Naja, das weiß man. Was weiß man? Du, der Tommy schreibt mir schon so, Klaus hat fleißig geholfen, das stimmt. Jetzt kommt halt die Feinarbeit, genau. Ne, jetzt kommt der fade Teil, jetzt los her. Patrick, wir kommen zur Rubrik am Botteling. Ja, sehr gerne. Was haben wir heute drauf? Hat unseren Winzer Dauertester Weingut Strauch, Heuriger Strauch, Buschenschankstrauch, Obstbausch Familie Strauch aus Strebersdorf in Wien. Wieder einen grünen Veltliner aus dem Jahre 2019, sogar der Landessieger 2019 aus Wien. Herrlich, grüner Veltliner Steinbügel, 14,5% Alkohol. Ein gutes Tropfen. Den haben wir ja schon getrunken, also Den das- haben wir das schon wissen getrunken, ja. dass wir da mit was Gutem, das Einzige, was wir beobachtet haben, gell, das ist die letzte Flasche. Das ist die letzte Flasche, ja. Ich bin erschüttert. Das heißt, wir haben nächste Woche haben wir den Most. Nächste Woche haben wir den Most. Ja, auf den freue ich mich aber auch schon. Glaub muss ich einmal. ehrlich sagen. Glaub einmal am Most, freue mich sehr. Nicht als Winzer Dauertester, sondern das Ja. haben wir so zum Tschechern. Und naja, und dann, Kaum einen Winzer da ist, aber das ist noch. das ist noch geheim. noch geheim. Aber wir haben wahrscheinlich schon. Also, wir haben schon die Zusagen mehrerer, aber es muss ja logistisch ausgehen. Ausgeht, dass ich das. den Wein da und haben der wollen. geht sich sicher aus, logistisch. Also, Der Sheriff Andi sagt, ich will ein Leiberl haben. Ein Pavlacisti-Leiberl. Meinst du ein Pavlacisti-Leiberl? Das war ja eine gute Idee. Pavlacisti, das schreit nach einem Fleischleibchen. Dieter, ja. Ja, das müssen wir halt. Aber die von Fleischleibchen, die sind so angehängt, ich weiß nicht, ob wir das bei Zeiten durchbringen. Aber es wird auf jeden Fall deponiert. Das wird auf jeden Fall deponiert, weil muss ja sein. Weil ein Depot wird angelegt. der Christoph Acker! So ausschaut da, aber nur um Zuhören, bin am Kochen. Ja. Der Christoph Acker hat nämlich, das wissen wir alles, nur dass ihr es auch wisst. Christoph Acker hat nämlich gestern ein Fleisch aus dem Tiefkühler gelegt und hat gesagt, das muss heute natürlich verarbeitet werden. Ja, und jetzt steht in der Kuchel und am Handy die Pavlatschen drinnen. So wie Aber- es geht. Ne? Es ist ziemlich rechtzeitig angekommen, Christoph. Alle Achtung. Oder ja, du bist du geflogen oder was hast du noch? Na ja, Du bist kein noch nicht Verkehr, ganz. haben die Zeit. Sheriff Andi natürlich, ja. Also Pavlacisti Leiberl gehört her. Definitiv. Definitiv bin ich auch der Meinung, ja. Ja, wir Ich bin greifen. der Erste, der sich eins kauft. Gell? Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Du und der Zweite, oder? Wir sollen einen schenken. Du Fleischleibchen, was sind wir denn? Für das es ja Milliardenumsatz bringt. Nein, wir schenken uns eins, was das Ja. Mit der angerechnet. Ich schätze das von der Steuer ab. Ja, genau. Kostet eh nichts. Kannst du eh Hat aussetzen. sie auch schätzt. Du, komm, werden wir ernst. Wäre mal ernst, ja. Trink mal Wein. Seid einmal. Gut eingeschickt bei mir heute. Ja, brav ist er. Nächste Woche ist er noch besser Jetzt einschenken. betrunken schon länger jetzt. Da werden wir ein bisschen hinten noch mit den zwei Flaschen. Boah, das ist ja Die gut. zwei Flaschen. Ich glaube, vom Ernstl, vom Strauch heißt, glaube Ernstl, falls du zuschaust, von dem brauche ich noch einmal was. Von dem 18er. Boah, der ist gut. So, Rudi, ich hab schon lauter draht. Weil ich meine, ihr seid ja leiser.
Kann ich nicht immer sein. Und der Dieter hat das auch gemeint schon mal. Wirklich glaub wahr? ich. Irgendwie das habe ich dann übersehen, weil dann haben wir schon weiter Aber ich habe jetzt schon mal lauter dran, vielleicht ist es besser jetzt. Zum Wohle nochmal. Ja. Auf euch. Und speziell heute am Rudi. Rodolfo, Corbezo. Und aufpassen, dass wir das Mikrofon nicht zerreißen. Ja. Die hat eher aufpassen, dass wir die Glasel nicht zusammen haben über der Tastatur. Das Untertag ist, ist immer noch begeistert Boah, gut. vom Text, weil ich auf die Knie rutsche und wie ein Baby die Krawatten rutsche. Alter, der Text. Gibt auch viele Lieder mit einem alten Text. Alter, der Text. Am Bottling Strauchs, Frizzante der Franz M. Jawohl! Bravo. Wunderbar! Franz Den haben M. wir schon ausgetrunken. Die Nummer, das war Das war gleich. gleich weg. Das war Der hat lang gehalten. Ist ja auch viel Luft drinnen. Nicht? Da ist ja schnell weg. das Gas, also vor allem CO2 ist ja ungesund, das soll man nicht einatmen. Ja, eben, ja. Dann haben wir 6 offen. Wir haben so eine Glattgleise. Der Ton ist sehr leise, also ist er immer noch so leise? Nein, doch, ich gesehen. Mein Mikrofon geht. Nicht schau da um, nicht schau da Da um. sieht man, gibt die Bitte Anzeige um. Klaus, was ist das für ein Leiberl? Na da, das ist 16er Buben. Aber man sieht es nicht gescheit, wenn Die Hosen die Hosenträger. Da ist 16er Buben Leiberl. Das Herzstück nennt sich Das dieses Herzstück, weil Exemplar. am Herz die beiden Instrumente unserer Herzen sind, sozusagen. Am Herzen trage ich dieses Emblem. Es ist sehr schön. Servus, ich bin jetzt auch da, sagt der Hubert Hinkofer. Gott sei Dank. Gott sei dass Dank. ich nicht weiter reimen müssen. Ja, sei froh, dass du nicht reimen musst. Ja, also ich bin wirklich, manchmal kann ich es Ich muss noch nicht. einen Schluck nehmen von dem heißt. Ja, der ist gut, der Mann. Er ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Aber Patrick, ich habe versucht, die wirklich zu vertreten letztes Mal. Von der Weinmenge habe ich es geschafft. Was du trinkst, Dani. Es ist mir zu hab ich Ohren gekommen. Das habe ich geschafft. Das habe ich da blasen. Und was mich wirklich gewundert hat, ist, dass die letzte Pavlatschen, quasi das Soda Pavlatschen, auch wieder auf 4 Stunden gegangen ist. Das war ein Wahnsinn. Ich kann dir vorstellen, wie lange wir nächste Woche brauchen, vielleicht. Naja, nein, man hat es ja nicht vor. Man hat es ja nicht vor. Aber es entwickelt sich vielleicht oder Das könnte sein. vielleicht auch nicht. Das wird man sehen. Wir haben ja nur 2 Flaschen Most. Nein, es ist schon ein Wein. Soll ich was mitnehmen? Eine gröbere Lieferung schon vorher. Da. Ihr seid tatsächlich sehr leise, schreibt er. Aber jetzt müssen wir lauter sein. Ich habe schon so laut draht. Okay. Oder? Na sicher. Aber jetzt, na gut, ich probiere es da jetzt auch nochmal. Ich könnte etwas probieren. Ich könnte mir da mal anrufen jetzt bei mir. Da haben wir Kopplung wahrscheinlich vielleicht. So. Oh ja. Nein, jetzt muss es gehen. Jetzt gebt's laut. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt müssen wir lauter sein. Das Leiberl habe ich mir zusammen mit dem Zonker seine Leiberl bestellt. Fritz Stadtgus, bist der Welt. Du bist der Welt. Christoph Radau aus Aachen, aus der Gründungsstadt. Peter Richtinger. Grüß euch Burschen und Mädels. Jawohl. Peter Richtinger. Jawohl. Wenn ich den Namen, wie der Pavlovsche Hund bin ich da. Wenn ich den Namen Peter Richtinger lese, habe ich sofort einen Speckgeruch in der Nase. Wirklich wahr. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Die Daniela Stögel, am Wochenende war ich eine Online-Stadtführung durch den 1. Bezirk. Hab sehr lachen müssen, als die Dame in einem Hinterhof, Nähe Blutgasse, Bäckergasse, ja, die Pavlatschen. Ja. Ja, das sind dort noch die alten. Dort Dort gibt's es, ja. Blutgassen, Bäckergassen. In Otterkring gibt es auch ein paar. Überall in Wien gibt es. In Ja. alten Hinterhöfen, wenn man reingeht, Aber die sind deswegen berühmt, dass du rein kannst. dass du reingehen kannst. Ja, Ja. genau. Weil das nicht verschlossen ist, da kannst du reingehen, diese Hinterhöfe, das, wo der deutsche Orden ist dort. Ne? Genau, Und- genau. Und die sind auch schön erhalten natürlich und alles. Ja. Ja. Also jeder, der jetzt Absolut, nicht ja. weiß, was damit gemeint ist, diese Pavlatsche, das ist, du hast bei diesen gewissen Häusern, hast du vom Innenhof her, du hast kein Stirnhaus gehabt, wo du reingehen kannst du die Wohnungen, sondern du bist im Innenhof auf so eine Treppen auf und dann über so Balkongänge aus Holz zu den Wohnungen gegangen. Also das heißt, die Hauseingänge waren außerhalb quasi, nicht? Also wie von einem Balkon bist du reingegangen. Und das hat man Pavlatschen genannt. Ja. Und dann später hat man Pavlatschen gesagt, zu so einer Bühne auf Faseln, Bredeln aufgelegt, wirklich eine Hinterhofbühne. Also 2 Faseln oder 2 große Kisten und drüber Bredeln gelegt und ist schon aber die Bühne. Silentium! Stilitium. Ist lauter geworden. Steht jetzt, warte mal. Ja, ist lauter geworden, kann man die Fahrt wieder zurückdrehen. Ton jetzt super. Dann super, okay. Jetzt muss ich zurückdrehen. Ton passt. Bei mir okay. Ja, bitte. Ich sehe bald wieder was fertig, Peter Richtinger. Jawohl. Jetzt hört sogar meine Mama und das heißt was, sogar Franz Brandwein. No, also passt auf, nur beschweren geht nicht. Aber jetzt widmen wir uns Gerald Spörk. Jawohl, Gerald. Unbedingt.
10 Euro uns mitteilt. Guten Abend, war ja heute Hakeln, darum kann ich mir einen Schmattis leisten. Gerald Speer. Gerald, danke dir. Du bist der Wahnsinn. Sehr zum Wohl, auf den Gerald. Sehr zum Danke Wohle. dir. Schmeckt gleich doppelt. Schmeckt gleich doppelt, weil Ah, Wahnsinn. wenn der Schluck, was du trinkst, zahlt wird auch noch. Das ist ein Wahnsinn, wie das gleich schmeckt. Ein Genuss sondergleichen, sage ich da heißt. Ja, Uli Slonik sagt, wie bei der Silberwirtin und Schlossquadrat, Margareten, ja, im Schlossquadrat hast du auch sowas, ja. Genau. Sheriff Andi freut sich, dass ich wieder da bin. Ja, ich freue mich auch, ist ja alles in Ordnung. Gott sei Dank. Na herrlich, herrlich. Ja, die Kletter, ja, die Kölner sind so tief, ja. Daniel Schlögler, die sind so tief. Yep. Ein gutes Beispiel ist ja der Esther Hase Keller, wo wir schon viele Räusche hinterlassen haben dort. Was auch Wahnsinn ist, dass da noch nie was passiert ist, weil da gehst wirklich tief runter. Das sind, dieser Keller ist 2 Stockwerk, glaube ich, tief. Ne? Ja, 2 oder 3, 2 auf jeden Fall. Ja. Also zumindest zwei, Ja, ja. zwei Ebenen kannst du betreten. Kannst betreten, ja, genau. Und das ist wirklich tief unten und der geht noch wirklich zurück in die Türkenbelagerung. Ja. Also dort war sogar die Führung, glaube ich, nicht? Die militärische Die Führung militärische Führung hat dort, hat sich dort beim Esther Hase nicht? getroffen und Also, einquartiert gehabt, also da war wirklich ein harter Kern war dort versammelt, ja genau. Also dieses Gewölbe, wo wir dort gesoffen haben und Schnitzel gegessen haben, mehrfach dort sind sie gesessen und haben überlegt, wie es mit den Türken fertig werden von Ja. den Stadttouren. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja. Ne? Aber ganz Wien ist eigentlich relativ hoch gebaut in der Zwischenzeit, weil fast alle Häuser im ersten Bezirk haben so tiefe Keller, weil das Ja. war früher alles weiter unten, die Stadt. Ne? Und ich sage, Die war, wenn man den Donaukanal heute anschaut, wie das alles so ausschaut, mit die Donau, die Wien ist immer höher und immer höher geworden eigentlich. sieht man sehr schön bei der Toastmann. Bei der Kekse Toastmann, Mölker Pastei, innere Stadt Mölker Pastei. Die Kekse Toastmann, die erste Adresse in Sachen Dirndl und Tracht. Und das sind, glaube ich, 3 Stockwerke oben. Das geht 3 Stockwerke runter, ja, Ja. der Keller. Ja. Und da ist aber so, dass tatsächlich, wie das gebaut worden ist, der unterste Köller, wo damals der Köller, Wo der das gebaut Keller, worden ja. ist. Ja, ja. Der zweite Köller war aber das Haus, das ist dann Köller geworden. Man hat mit einem Haus begonnen zu bauen. Nicht? Dann hat man einen Aushub gehabt, den hat man irgendwo da rund um und dunkel verteilt. Dann ist das nächste Haus gekommen, hat man wieder einen Aushub Ja. gehabt und wieder. Und je mehr Häuser gebaut worden sind, umso mehr Aushub hat man gehabt. Und den hat man nicht vor die Stadttore geführt, sondern gleich aufgeschüttet daneben wieder. Ne? Kellerbergartig Ja. quasi. Und Aber darum ich- sind diese tiefen Keller entstanden. Aber es ist total Im Laufe winzig. der Jahrtausende fast, kann man Aber so ist sagen. es mit der Toastmann ist, weil den kann man, wenn man dort ins Geschäft geht, ich glaube, der unterste ist vielleicht nicht immer offen, aber wenn man fragt, kann man dort auch. Ja, ja. Aber er ist oft offen. Zumindest, ja, also ich war ein paar Mal schon. Und Ja. wenn es dem da oben geht, es wird wirklich, also mit jedem Keller, also es sind drei Keller eigentlich, und es wird wirklich immer enger. Und es wird immer enger und es wird immer älter, je weiter man hinuntergeht. Das ist Aber echt beeindruckend. Echt Ja, beeindruckend. Das muss man schon sagen. Jawohl. Der Fritz Stadtgut schaut sich das über Street View an. In Wien, ja, über Google Street View. Ja. Nein, es ist schon leibend, wenn man das sieht. Und natürlich, ich meine, muss man sagen, wenn du jetzt da wohnst, hast du halt, verliert man logischerweise, so wie jeder, der an solchen Orten wohnt, ein bisschen so diese, was ist? Der Rudi Korbe schreibt da was, aber das kann ich nicht bestätigen, Rudi. Der Augustiner Köller. Der Augustiner. Der könnte jetzt schon 5 Stockwerk tief sein, Nein. aber nicht begehbar. Es geht so weit runter dort, das kann schon sein. Naja, also öffentlich ist nur ein Öffentlich Köller. ist nur einer, ja. Und ob es dann noch weiter runter. Aber es steht mir nicht Das kann schon sein, ja. Weil es war halt von der Lage her war das prädestiniert, ja. Aber das weiß ich nicht. Augustiner Köller, also ich weiß nur von einer Köller-Ebene. Das andere muss dann wirklich gesperrt sein. Also, aber das wäre schon möglich, ja. Auf jeden Fall wollte ich sagen, halt, dass man dass man, wenn man da halt lebt, natürlich nicht so einen permanenten Ding hat. Und doch muss ich sagen, weil das fast jedes Mal, wenn ich in die Stadt gefahren bin, mein letztes Jahr gar nicht. Ich war kein einziges Mal letztes Jahr. Im Kein Sommer vielleicht einziges war ja Mal. mal. Aber nicht im sonst Sommer aber, letztes Jahr. Ja, ich will schon, es ist auch nicht oft, aber früher bin ich öfters, also im Monat schon auch einmal in die Stadt gekommen. Und da habe ich das schon immer gehabt, dass ich irgendwann auf einmal ein bisschen so eine gewisse Ehrfurcht verspürt habe. Und meistens ist gleich drauf gekommen, das gehört zum Wiener dazu, gleich ein bisschen ein Zurn. Wenn du dann ausschaust, wie die Wiener Stadt umgeht zum Teil mit sowas. Das ist also unglaublich.
Also ich sage nur Haushaus beispielsweise, ein altes Thema, das eigentlich schon immer mehr wahr ist, aber ich habe mir echt gedacht, wie das damals das Thema war, das Haushaus mitten am Stephansplatz hinstellen. Ja, manche haben dann gesagt, ja, dieser Kontrast, die Moderne und die alte Stadt. Moderne, die alte Stadt ist die alte Stadt, meiner Ansicht nach. Und das Moderne hat dann draußen, das bildet ja neue Grätseln. Aber und wenn ich mir dann das anschaue, was da teilweise aufgeht. Ich verstehe es auch nicht, ja. Ich meine, sie bemühen sich so ist es nicht, dass mit aller Macht zerstört wird. Aber manchmal ist schon mein Eindruck. Und dann habe ich dann die Ehrfurcht, Stefan, in der Stadt, Wahnsinn eigentlich. Und ich darf da leben und schau dir das an, was da für eine Geschichte ist dahinter. Und dann kriege ich gleich einen Zorn. Aber da hört man nicht, Patrick! Haut mir einen Zorn zusammen. Patrick, danke dir. Ich Ja, fühle heute mich mal nicht, sehr danke. Patrick. Da heben wir sofort das Glas. Hört man nicht, Junior, wie Junior, sagen. genau so ist es. Jawohl, Zum Wohle, auf Patrick, danke dir. Zum Wohl, Zum Wohle. Prost. Ich schenke mir gleich noch schon. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ich bin ja wieder War mit nicht schon aus dem. Automobile und dann bin ich eh drauf. Ja. Hat irgendwo noch was gekriegt? Der 12 Apostelkeller Johanna Duschel. Das weiß ich nicht, wie weit. Geht sicher auch wieder weiter, aber wie Es viel, geht alles weiter, ne? wie viel der hat, kann ich dir nicht sagen, aber der ist schon wieder näher beim Donaukanal. Es kann sein, dass da wieder weniger ist auf der anderen Seite so Dominikaner Pastei und so dort die Grätzeln. Der Franz M. schreibt nämlich auch richtig, im Bereich Strauchgasse tief vergraben, ne? Kommt ja von oben, geht es 5 Stockwerke runter, ja, wenn nicht noch weiter. Ja, richtig, stimmt. Ich habe gesagt, aber geht dort überall. Die Frage ist, was begehbar ist. Aber ich weiß, dass in der Naglergassen zum Beispiel das Stadtbeisel dort geben. Ja. Und das hat gehört an Nachbarn von einem Familienmitglied in Niederösterreich. Und der hat das erzählt da unten, der Köhler, wo du wirklich in dieses Kanalsystem reinkommst. Vom Schwarzen Kamel weiß ich das auch. Ja, das ist vis-à-vis quasi. Vis-à-vis, genau. Ja, genau. Ja. Das Schwarze Kamel und die Keller, ne, die mit direkter Verbindung in die Hofburg und so weiter, nicht gehabt hat auch. Franz Brandwein ist großartig. Im Augustiner Keller ist der Fiakerstammtisch. Das muss tief sein. Franz, das gefällt mir schon wieder. Augustiner Keller gibt es auch einen Wienerlied-Stammtisch. Oder hat es gegeben, was? Also jetzt aktuell wird es nicht Momentan geben. gibt es sicher nicht, nein. Aber Wienerlied-Stammtisch gibt es ja da, ja. Und der Rudi Korbis war im Haus der Kellner, hat nur Englisch geredet. Bin gleich wieder gegangen. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Wo ist denn das mir passiert? Im Café L'Europe oder irgendwo? Tatsächlich, Tatsache. Ja. Irgendwo war das. Bin erschüttert. Nein, weißt du, nichts vergisst, nichts Café L'Europe. Ich bin mit meinem Onkelein spazieren gewesen in der Stadt. Vor 2 Jahren, schätze ich, war das. Und da sind wir gegangen dann so über den Kuhmarkt. Ja, so, also was die Meindl am Graben waren wir da noch, und dann sind wir so marschiert 4 Michaelerplatz über den Kuhmarkt. Cool, Ne? ja. Und so hat so Mucki gesagt, pass auf, jetzt schauen wir da rein, was weiß ich, Gucci oder keine Ahnung, wie diese Taschengeschäfte halt heißen da, nicht? Irgend so, diese Nobelmarken, ne? Taschengeschäft oder definitiv? Naja, ich glaube Gucci. Also eins von diesen Gucci oder Louis Vuitton oder wie das heißt, so irgendwas. Da hast du nur diese Nobelmarken dort. Das sagen darf ich so. Da Na, wir haben eh nichts gekauft. Eben. Ja, aber zwei Sachen, die mich da wahnsinnig gestiert haben. Das eine war, was der Rudi auch sagt, wir sind auf Englisch angeredet worden von den Verkäufern. Dann bei einem haben wir ja, auf Deutsch gar nicht, wir schauen nur irgendwas. Der hat aber weiter geredet Englisch mit uns. Und ich dachte, Alter, was ist mit dir? Und das andere war, das war wie ein Bazar, original. Jetzt hast du, ich sage jetzt sowas wie Gucci oder Louis Vuitton oder wie die alle heißen. Ja. Und der ist gekommen und gesagt, eine Tasche kostet so, 2 Taschen so und dann bei 2 ist die 3. gratis oder irgend sowas. Und ich gesagt, Alter, ich meine, sind wir am Naschmarkt oder am Brunnenmarkt? Das gibt es ja nicht. Das ist ein Nobelmarken, was wir den nachschmeißen, die Taschen. Aber ich dachte, nein. Ich meine, wir hätten so oder so keine kaufen, nur geschaut. Aber es ist ein Wahnsinn. Furchtbar eigentlich. Nein, Aber ist mir in Erinnerung geblieben. grobe Erschütterungen tun sich Ist auf. mir wirklich in Erinnerung geblieben. Im ersten gibt es ca. 10 bis 15 Häuser mit mehr als 5 Kellergeschosse, wobei aber immer nur maximal 2 benutzt bzw. betreten werden dürfen. Darunter ist abgesperrt und wird nur von Kanalfirmen und der, weiter noch nicht geschrieben, der Tommy.
Ja, das wirst du wissen wahrscheinlich vom weiß ich nicht, wie heißt. Aber Sheriff Andi, ja, ausgeschaut wird haben wie Touristen. schau ja aus wie ein Tourist. Schau ja aus wie ein Tourist. Ja, was war's denn die Welt? Tourista. Ich Touristi. Jetzt hat mich nicht Il Touristi, bin ich draufgeklärt. Ich Touristi. Hättest einfach nur die dritte Tasche genommen. Ja, jawohl. Entschuldigung, können Sie mir die dritte einpacken? Ich hab gewusst, dass die Geschichte darfst nicht erzählen, du wirst sofort damit. Naja. Großartig. Was war's denn die Welt, was ein Wernerherz fühlt? Das passt zu dem Touristenlied. F wie Vater. F wie Vater. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wähler immer bei Fassosche winkt und den ganzen Tag gegen nur stimmt. Und dass er auf die Nacht in sein Bett nur schlaft bei einem Schrammequartett. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Herz füllt, wenn die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wenn ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vaterl ganz zittrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weinderl in Wien, denn das Weinderl da steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer rein mal nach Wien, fuhr der erstens zum Hering hin, ins Museum am Vormittag drauf und dann grad am Stephansdom auf. Und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt einen Wiener Kaffee. Und am Abend dann speist er voll Glück a Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Werner Herz füllt, wenn die Gegend ganz leise ein Straßenwald zerspült, wenn ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zittrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weinderl in Wien, denn das Weinderl da steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht.
lange nicht gespielt, sofort Was wieder war's denn erkannt. die Welt, was ein Werner Herz fühlt? Es ist so schön, muss ich mir kleine Augen machen. Schau her. Und die Achtel von Was einer sagt das? Katharina Störrer. Hallo Onkel Klaus, das wird sicherlich wieder die Sophie sein dahinter. Jawohl, grüß dich gut. Schau da was an. Tabtred ist dabei, Susanne Bohm, Josef Dadl ist dazugekommen, Jana Titarowa, grüß dich gut. Große Freude, Jota, Steine 07, Markus Pristoni, Christoph Hartog, Philipp Zacher. Der Treue 01, super, Werner Wichtig. Rudi Korbis, es hat einmal von der Perlenreihe ein Band gegeben mit einer Karten der unterirdischen Gänge im ersten Bezirk, aber nicht sehr lange. Die Gänge oder die Karten? Ja. Der war gut. Aber süß. Ich bin, Sehr gut, ja. ich bin ein Pointenjäger. Der Thomas Passer hat gesagt, dass der Berghauptmannschaft im Zuge von Servicearbeiten verwendet. Ah, interessant, ja. Der Uli Slonecker, ein Taschel um 3000 und dann ist es doch wieder dritten umsonst einmal der Geschäft. Nein, so teuer waren die nicht. Also ich war wirklich überrascht, aber das war wie ein Passage. Also das Bei hat Louis überhaupt- Vuitton hätte ich mir auch gedacht, Ja, so das hat nichts 1500 Nobles aufwärts. Nicht? Also, Naja, wird schon teurer, aber es hat schon welche gegeben, um ein paar hundert Euro. So ist es nicht. Aber Mario Habinger, habe die Ehre miteinander. Gibt es an euren Winzern vorab eigentlich Probierpakete zu bestellen? Dann könnte man mit euch mittrinken. Das ist eine gute das ist Idee. eine gute Idee. Wir sollten einmal sagen, ja. Wir sollten einmal sagen. Mit dem nächsten Das Schlag- Kostpaket. Ja, müssen wir, liefert er aus grundsätzlich oder verschickt er Wein? Nein, Kann man bei ihm keinen Wein bestellen? Lukas fragen. Muss ja fragen einmal. Muss ich mal fragen. Beim Strauch geht sicher. Aber die Idee ist sehr gut, Mario Habinger. Die das Idee ist eine sehr gute gut. Idee, ja. Eine sehr gute Idee. Das werden wir anregen, ja. Dass man sagt, das will, Pawlatschen-Kostpaket, immer Kisten mit 6 Weinen oder halt also mit 6 Flaschen, Ja. also auch Kisten Ja. Wein. Naja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, danke für den Hinweis. Werden wir anregen. Der Snoop-Tag ist Teil. Ich habe als 13-jähriger Bursch mit Freunden im 3. Bezirk am Friedhof drinnen gespielt. Etwas abgelegen entdeckten wir eine Art Kanaldeckel bzw. Zugang. Da konnte man unterirdisch durch ganz Wien gehen. Ja, da gibt es ein paar so Gibt es ein paar so Stellen, ja. Gibt's ein paar so Stellen, habe die Ehre. Da ist zugegangen. Also Wien ist, es sind angeblich alle Großstädte mehr oder weniger untertunnelt. Aber Wien hat da... Paris, wirklich, ja. weiß man definitiv. Paris, auch. ja. London, Moskau, sowieso, ja. Paris ist ganz berühmt, ja. Mit der Bestklum quasi. Naja, und dann natürlich Phantom der Oper. Ne? Mhm. Ich würde abonnieren, der Mario Abinger. Das war aber nicht schlecht. Kannst du den Wein abonnieren, kriegst die Kostpakete zugeschickt. Da müsste man da ja mit einer Winothek reden, der das macht. Nicht? Wo du quasi jedes Monat kriegst, also wenn du ein Abo nimmst, automatisch schon zugeschickt. Denkt er schon an wen? Ja, eben, da fällt mir auch gerade ein. Du kriegst automatisch zugeschickt das Kostpaket, das Pawlatschen-Kostpaket, quasi in Pawlatschiste Diesel. Das ist durchaus zu überlegen. Das gefällt mir. Der Fritz Status sagt, das ist eine sehr gute Idee. Ja, in der Unterwelt wohnt der Harry Leim. Der Harry Lime? Ja. Nur im wieder der dritte Mann gelebt. Ja. Du pass auf, ich will jetzt so machen, weil ich habe nämlich wahnsinnig viel getrunken heute schon, also Wasser. Weil ich einen Durst gehabt habe. Ja. Und das ist der Grund, warum ich jetzt da eigentlich auch einen Stock hängen muss. Sie dann gern ein Stück. Das ist sag's, ja wie es kein ist. Problem, bitte. Nicht, das- Ich könnte jetzt noch eine Stunde wirst- zusammenzwicken. Nein, tu es nicht. Das ist nicht angenehm. Aber es ist ja- Ich spreche aus Erfahrung. Und ihr wollt ja einen entspannten Glas haben, ne? Das kann gar nichts, das kann überhaupt nichts. 5 Euro Abo, 6 Flaschen Wein, bin dabei, der Christoph Acker. Ich glaube, da werden die Winzer nicht so ganz Ja. mitspielen, glaube Ich ich. glaube, ich werde das sicher jetzt einblenden. Sicher werden wir jetzt einmal einblenden, die Geschichte mit den Schmattes, nur, falls es noch Fragen gibt. Nehmen wir einen Schluck Wein, geh kurz auf und du Bitte, da unterhaltst unterhalte ich ne? dabei weiter ein bisschen. Ne? Der macht Selbstverständlich. das schon. Ja, was denn? Dann macht das schon, Beschwerden bitte dann. Beschwerden Und so. beehren. Ich muss einen Schluck nehmen. Da bin ich gleich wieder da. Der ist schon so im Vorsprung halt mit dem Trinken. Nein, Das ist ja Wahnsinn. Warte, muss man meine Wampen richten, dass ich da die 10 schlank vorbeischreite. Hat der zugenommen? Oder fällt das nur mir auf? So, die Kugel, die ist da oben. Nein. Nein, nicht, nein. Ja. Nicht unten, nicht oben weiter. Weil ich so viel getrunken habe wahrscheinlich. Das ist, weil er so viel Wasser getrunken hat. Aber es ist gar nicht so schlecht, das Wasser, was er getrunken hat. Weil es spült natürlich auch die ganzen Giftstoffe aus dem Körper aus. Aber diese Idee, das werden wir wirklich verfolgen. Also das finde ich großartig. Was haltet ihr von dem, die anderen? Was haltet ihr alle noch davon?
Man kann dieses 6er Kostpaket vorab bestellen und der Winzer liefert es aus. Immer so der Winzer des Monats. Das werden wir beim nächsten gleich besprechen. Das ist noch ein bisschen ein Geheimnis, wer das ist, aber ich glaube, falls er zusieht. Schauen wir mal. Ausblick. Der Höfler macht's, genau, das weiß ich ja, genau. Beim Strauch kann man es früher, genau. Ich glaube, der Strauch auch verschickt es aber auch. Bin mir zwar nicht sicher, oh ja, der Ernstl verschickt sicher auch. Oi, 301, bravo, nicht danke, gefällt mir sehr. Danke für die 10 Euro, ist sofort eingekommen da. Jetzt trinke ich allein, jetzt warte ich nicht am Glas. Treu auf dich, sehr zum Wohle. Prost. Ich muss mir ja ein bisschen leiden heute. Ich darf auch nicht so still. Der Schlüssel, der Frühling kommt 8 Kilogramm zu viel. Ja, es stimmt, das ist bei mir mehr als 8 Kilo. Das sind ein bisschen viel mehr als 8 Kilo noch. Aber da kann man nichts machen. Matthias, mache ich mal Kostpakete, wären super. Naja, Kostpaket ist beim Wein schwierig. Achso, du meinst das so quasi, dass man quasi die 6er Kartons bestellen kann, was wir dann präsentieren. Das ist eine gute Idee. Nein, das machen wir auf jeden Fall. Also das machen wir ganz sicher so. Was machen wir? Die Kostpakete verschicken, das ist sehr gut. Und übrigens bitte beeil dich ein bisschen, 301. 301? Ja. So, ich habe schon getrunken, aber das ist klar. Bravo, ein sehr schöner Abend. Konnte nicht warten, aber... Ja, da trinke ich sofort. Ich zusel immer noch am ersten Glas. Sag der Schiss jetzt zum Wohle. Zum Wohle. Ja, alles gut. Gehört aber auch bei Zeiten ja weg, weil er ja warm wird. Ja, ich habe da nicht mehr ein Gebläse vom Computer. Moment, Franz Ruschka. Kostpakete könnten auch kleiner sein, 3 bis 4 Flaschen zum Beispiel. Geh bitte. Geh! Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt 3 Flaschen verschicken kann oder 4. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Diese Verpackungseinheit gibt es gar nicht. 4 Flaschen, das ist schwer zum Verschicken. Naja, aber kann ein 6er Karton nehmen. Also 3 Flaschen gibt es ja, diese 3 Kartons gibt es, ja. Ja, aber deswegen macht man einen Lieferwagen nicht dreckig. Das ist der, nein. Also muss man es trinken, habe ich gesagt. Ja, Matthias, danke, ich hab's mir gedacht, ja, ganze Bottle, weil sonst beim Wein ist es blöd, nicht? Das ist Nein, 6er Kisten. Ein Bottle Sharing kann man beim Whisky machen oder so, nicht? Aber beim Wein geht's nicht. Bottle Sharing, ja, beim Wein geht's nicht. Geht's ja noch. Aber eben, ja, aber das war wirklich interessant, das müssen wir aber auch denken, wie wir das machen. Also wie das der Winzer macht, nicht? Und das muss man ja vorher wissen. Vorher wissen, dann gibt man die Telefonnummer, Internetadresse und so weiter oder Bestelladresse vom Winzer bekannt. Aber das muss über die einmal Medien? 2 Wochen vorher sein. Das muss ja 2 Wochen vorher sein, ja. Weil 1 Woche rechnen wir jetzt einmal, also nicht so Logistik, den Versand, Versand alles Ganze. so weiter, ja. Genau. Das zahlt sich das Porto nicht aus, sagt der Franz Brandner, genau. Das Stimmt. Und ich meine, klar, wenn man jetzt natürlich 2 Kisten nimmt, dann ist bei vielen ja schon kostenlose Lieferung. Ja, zumindest im Raum, oder? Ich glaube, bei 2 Kisten. Oder ab einer gewissen Summe. Ich glaube, das Nein, ich machen glaub, nicht alle gleich. Also, Ja, es machen nicht alle die der andere gleich machen es ein bisschen anders. Aber, ja. Aber wir werden dieser Idee nachgehen. Mache ich es ab 80 Euro, ab 70 Euro. Ja. Je nachdem, Das ist ja was das Blöde, es kommt nicht immer auf den Winzer darauf an, wir haben ja dann den Winzer des Monats und das ist jetzt zum Beispiel ein Taschler, nicht? Der verschickt ja keinen Wein. Nein. Das ist ein Weinbauer. Der sauft ihm selber respektive. Nein, ich glaube nicht, dass er verschickt. Also ausliefern. Hand bringt man nicht ins Naja, Feuer, sicher, also. fragen kann man schon, aber Die Kartons, was er so holt, ist also so 3er Kartons ja, immer, das holen sie 6er gleich. Kartons. Das heißt verschickt da. Weil ich leg die Hand nicht ins Feuer legen, den Ja, jetzt nicht. Also aber auf jeden Fall, ich glaube schon, dass das ein bisschen sehr abhängig wird ist vom Winzer. vom Winzer, ja. Was ich sage, so wie der Ernst, aber ist ja kein Thema. Beim Graf wissen wir es nicht, ob und wir. Und der Höfler macht es auch. Höfler macht es auf jeden Fall, Ja. das weiß ich. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das ja jeder macht. Das ist ein bisschen schwierig und da muss man das wirklich schon im Vorfeld wissen. Früher Aber abklären, ja, das ist ja. wir werden das. Ich werde das abklären. Jawohl. Ja. Schachtelwein muss nicht sein. Ja. Uli Slonek schreibt völlig richtig, ein Sechser kommt immer weg. Ne? Das ist Man muss ja das Kostpaket nicht auf einmal ausdenken. Nein, also, aber schon während der Sendung halt. Ne? 3 Flaschen trinkt man alleine während einer Pavlatschen-Elefant, genau.
Nicht immer. Der Sechser kommt immer weg. Franz Ruschka zum Auskosten, welcher Munde. Na, abholen kann man die Pakete sicher, Matthias. Mariacher, das geht sicher. Abholen kann man so Ja, viel. das geht sicher, aber ja, wie gesagt, das ist halt. Wie bei den Handtaschen. 2 kosten wir bei Paketen, das 3. gratis. Ja. Ja. Ja, das werden wir schon, ob das immer gleich ist. Snoop Dogg Tag ist einfach, darum steht mir gleich ein ganzes Fasel. Ne? Aber, Da fällt mir ein Lied ein. War das gleiche Gedanke? das ist selbstverständlich. Bin ich überzeugt. Oder? Sicher. Sind F und fängt im B an. Ja, das sehe ich schon. An deiner linken Hand. Das ist Die linke Hand war verräterisch. Mein Ring gar nicht, ob ich mein Ring nicht böse. Na, bitte holen Sie vorher den Ring. Keiner sagt, was erst frei. Das geht ja nicht. Ohne Ring, ohne Beringung ist nichts. Beringung ist immer notwendig. Zum Schluss schaut wieder der Marvi-Hof zu. Ja. Das ist der falsche Ring. Das ist ein falscher Ring. Immer hergeht, da muss ja wo. Ich bin auch Wochen nicht da und das ist alles durcheinander. Ich weiß Alles nicht. durcheinander. Alles durcheinander. Aber meine Mitgliedskarten vom Fitnessclub liegt da drinnen. Hast du das nicht storniert noch? Ja, was soll ich stornieren? Sind nicht da. Das ist ja nichts. Also. Ich bin ein Habertanz und halt nichts auf dem Pflanz. Meine große Leidenschaft gehört nur dem Rebensaft. Hol ich ein Glas Wein, fällt mir kein Unsinn ein. Nur dass ich manchen Tag ganz friedlich so. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gottung ist mir wurscht. Nur gut muss das Treffel sein, und das mir lässt mein Durst. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich mit. Mit Wasser nur lasst mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mit Wasser nur lasst mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Ich hab das ausprobiert, hat ziemlich lang studiert. Ich brauch den Wein zum Est, ja nur als Arbeitsgeist. Den kommt das sicher mir, a viel Wein drin spielen. Jetzige Wein haben wir, drum hört's mir zu. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gottung ist mir wurscht. Nur gut muss heut das Treffel sein, und das verlässt mein Durst. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich mit. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Jawohl! Jawohl, entschuldige, ich habe nicht dich ausgelacht. Das war der Situation geschuldet. Du hast dich über meinen Passlauf lustig gemacht. Wie Über dein steht's? Gesicht, wie du schon völlig momentan so Hilfe! Dieser Blanke in den Augen gehabt. Ich hab um Hilfe, wann? Ja, Länger Passlauf? Ja, bevor du gestartet hast, momentan der Blick von dir. Das war so kurz, eine Zehntelsekunde nicht einmal. Was, bevor ich den Und ich Passlauf hab da- gestartet habe, habe ich Hilfe ringend geblickt. Ich habe nicht den Blick gesehen, momentan war das unglaublich. Und dann kam der Lauf. Ich glaube Ja, ja wie eher, gesagt, dass du massiv Schausager bist. Und die tun an wir Weine jetzt einfach. Das glaube ich. Aber bitte, Ja. die roten Achteln kommen, das Danke. wollen wir. Das wollen wir. Das Wichtigste. Das wollen wir gut heißen. Das haben meine Frau und ich schon mal gemacht. War keine gute Idee, was? Markus Pristonik. Zum Christoph Acker, da hat er wieder einen Plätzchen gekriegt wahrscheinlich. Nur trinken, wenn Patrick aufs Handy schaut, also bei 3 Flaschen gehen schon bei einer Sendung. Ja. Das war das, ja. Das stimmt, ja. Ja, genau. Da war es mir fast eingegangen. Pristonik war mir fast eingegangen. Ja, nein, das ist nichts. Geh Patrick, schenk mir eins. Schenk mir eins, also gut, das ist nichts im Glas. Nichts. Der letzte Strauchwein. Ja, das ist ein hartes Leben.
Aber es blöd, dass ich keinen Substeig habe, weil ich es jetzt schon anhaben eigentlich. Das war schon ausdrungen haben. Naja, gut, ein bisschen was haben wir in. Ein paar rote haben wir schon drin. Ja. Ja, der Rudi Korbe sagt, wenn er seinen Lauf hat, hat er seinen Lauf. So ist Aber es. Rudi, der Punkt ist die Frage ist immer, bis ich meinen Lauf habe. Das ist ja, das dauert dann. Irgendwas wollte ich jetzt schauen, ich weiß nicht mehr was. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das blanke Entsetzen in deinen Augen. Ja, nein, so habe ich es gar nicht in Erinnerung, aber ich habe oft die Suche. Searching for the Keys habe ich oft. Das habe ich schon, muss man sagen. Aber jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein gleich drauf, Sheriff Andi. Ja, was? Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Man merkt eins, andere muss sagen, es kommt das früher schon, dass das Fenster ist da gekippt Ja. ist, hast du noch nicht das chromatische Reißen dabei. Ja. Spielst schon ein wenig. Zirkt's schon, gell? Aber Nein, im Weiziehen tut es nur im Weihviertel. ich werde das schon. Im Weihviertel zirkt es immer, habe ich gelernt. Im Weihviertel. Im Weihviertel zieht es immer. Wie ist der Ton? Der Ton muss jetzt passen. Jetzt muss der Ton Ja, passen. Im Weihviertel, da trinke ich Maiviertel. Ne? Naja, das ist jetzt natürlich auch. Ich meine, da wirst du auch nicht berühmt mit dem Spruch. Muss man jetzt auch sagen. Aber war schon auch bemüht. Kann ich nichts sagen. Da kann ich nichts sagen. Wie bereits in der Ankündigung der Pavlatschen zu lesen war, es wird viel Blödsinn geredet werden. Naja, das habe ich nur rhetorisch eingeschrieben. Also auf Wunsch vom Sheriff Andi eine Weltnummer mit Weltstart. Machen wir gleich ein Medley draus, ne? Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein, hol oder auf. Das muss ja nicht das Letzte sein, Gott bewahre. Hol oder auf. Dieses Goa gibt's kein Genier. Hol oder auf. Da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Meine Freunde und Bekannten sind die größten Tschecheranten. Ja, aber wir sind so weit. Mach ein Quiz, kein Chance. Denn wir fallen nicht aus dem Rahmen. Wir haben sich viel über den Gaumen und dann so in der Klasse schwer. Weil wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, das wissen sie. Siehst du mir heute noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wäre. Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's Mutter geschwind, komm her. Lass dir's Gesicht und Handel waschen, lass die Buckel dir frisieren. Heute möchte ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg noch führen. Oben hat's mir gezeigt, die Pracht, hat mich gestreichelt und hat gejocht. Hat gesagt, schau, der Stephansdom und der blaue Donaustrom. Schau, das Häusermeer da drin ist deine Heimatstadt, dein Wien. Bleib stets treu dem schönen Ort. Ich hab gehalten, aber wo? Meine Mutter war eine Wienerin, drum hat die Wien so gern. Sie weiß dem in Leben, mir die Liebe hat gegeben zu meinem einzigen goldenen Wien. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hat die Wien so gern.
Leben mir die Liebe hat gegeben, zu meinem einzigen goldenen Weg. Ein herrliches Potpourri. Ja. Potpourriert wie nix. Aber wir haben einen Superchat bekommen. Ja, Sheriff Andy. Ich danke dir recht narrisch. Danke. Da muss ich zurückfahren. Da muss ich die vielen Achteln zu dem Superchat. Dem Klaus entgeht nichts, Prost, Leidl. Jawohl. Ich kann nicht sagen, dass mir nichts entgeht, aber ich bin jetzt schon ich bin ein Columbo. Ich bin ein Columbo ein bisschen. Ein Holmes. Besser Holm als ein Dolm, ne? Vom Aussehen her mehr Wilsberg. Aber Georg Schalter, Ton war und ist okay. Super. Wunderbar. Wunderbar. Das freut Danke, mich Chef. sehr. Das Shirt, das Patrick anhat, habe ich heute im Geschäft getragen. Und gleich kam die Frage, wo das Gerstl ist. Ja, Fritz, was hast du denn gesagt? Du hast dann erklärt unsere Kontonummer kennen. Also ich gesagt, da, zur dann war's das. Super. Fritz, und danke der Chef, weil das sind natürlich die großen Sachen, wenn man das so weiterbringt. Christoph Horvath. Schöne Grüße nach Spanien. Jöser, der Horvath ist in Spanien. Ja, klar. Ah ja, richtig. Super, Christoph, es gefällt mir, dass du dabei bist. Leibwand. Du bist ein großer Motorradtest für 1000 PS. Ja. Ist in Spanien. Ja. Na, das taugt mir. Das ist aber. Dann machen wir gleich. Ah ja, machen wir gleich. Espanol. Für den Horvath. Für den Horvath und seine spanischen Eskapaden. Escapados Españano de Christopher Horvath. Das ist in der Hand von der Horvath. Il Horvath. Wir kämpften mit den Pferden mit der Rosanante, eine Biker mit tausenden Kubike. Und der fährt da durch Spanien und bekämpft das Unrecht, so wie einstmals Zorro. Nur statt Augenbinde hat Horvath einen Helm auf. Mit dem Visier. So ein Visierhelm. Und jedes Mal, wenn er angreift mit der Rosinante, wenn er fährt mit dem Ross, wenn er fährt Richtung Weinkeller, dann klappt der Visier hinunter und er rast mit unglaublicher Geschwindigkeit, rast dazu auf Weinkeller und dann gibt es Karaval. Horvath in Spanien. Horvath está de Jawohl. So schaut's aus und nicht anders. Es ist halt, ne? Da kommentiert keiner. Da kann keiner jetzt irgendwie was sagen. Da hat doch schon vorhin die Achtel und die Motorradeln rein. Also immer doch, wir haben jetzt Abonnenten Ja, wo verloren. immer auch nicht, da was das ist ja Wahnsinn. Der Huber ist. Ole! Ole, wieder weiter! Ole! Das ist ein Wahnsinn natürlich. Das ist ein Wahnsinn. Marinos Herzl ist da. Die Pavlak schießt die. Hast du gesehen, dass es ausgebessert hat, Marinos? Hast du gesehen? Sofort das Logo, also das Coverbild ausgebessert auf Pavlak schießt die, wie es mir geheißen wurde. Der Horvath, jawohl, Zorro, Skyfall, Zorro Horvath. Ja. Das ist vielleicht das neue Spitzname. Der Horvath heißt nicht mehr Horvath, sondern bei den Pavlak schießt die heißt er aber jetzt Zorro. Zorro. El Zorro. Viva la Jalapenos. Jawohl, es geht nichts über einen gescheiten Chili.
Herbert hat keine Augenbinden vorne, sondern einen langen Pferdeschwanz hinten. Genau. Sheriff Andi meint, die Scheiben für den spanischen Heiligen. Ein Wahnsinn. Ja, Herbert sagt, da boxt nicht. Naja, Herbert, wir Du geben alles. boxst das Wir schon. geben alles. Weltklasse ist ein kleiner Stromer. Da Capo, ja, dann noch mit Bocke das nicht. Die Scheiben für den spanischen Heiligen. Jawohl. Bist denn du deppert, Gerald Spörk? Weltklasse. Aber Gräbet muss er sein, sagt die Susanne Bum. Das ist aber Gräbet. Haben wir auslassen. Das können wir spielen, das spielen wir. Ja, Ziel erreicht. Warte, was soll ich für Ziel erreicht? Warte. Steht Ziel erreicht? Im Sitzen. Ja, sicher. Gratuliere dir. Nein, Steh wäre ich. Ist das schon ein Neiche, oder? Das ist ja, das ist nicht. Die klamiert. Darum haben wir doch Jawohl. Na sicher. El Zorro, sagt der Steine 07. Susanne Bogen, sieht man das bitte? Na sicher, das machen wir jetzt. Wie geht denn das? Aber wir sind nicht echt ein Toller, gell? Jo, wir sind heute Lichtendoller, trinken gerne ein Glas Wein, dann die Nase gut zahlen, jo, aber Gräbel, da muss er sein. So ein Tripfel kennt kein Mischung, das ist heute ein echter Wein, bringt für Leib und Seele Erfrischung. Ja, Obergräbet, ja, Obergräbet muss er sein. Ja, was ist denn heute noch los? Was ist denn heute noch geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38 KB. Ein Schaffner, den ich frag, der schwitzt von lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heut kommen die Gelder Vogel noch mehr, den tut man's Zaust, drum am's leere Stadt zu gehen. Hört dann die Schrammel und singen dazu, Leidl beim Weidl, die kriegen gar nicht genug. Und alle hinter der Bahn steht Gott Amor und lacht, viel wieder anstehen in Wehrheit auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien, wen er leid, wen er freit, aber da liegt was drin. Hui! Jetzt kriege ich gleich eine von ihr. Na, geh. Ich bin ja friedliebend. Ein schönes Potpourri. Eine Löffelnummer, nein. Eine Löffelnummer, nein, ich weiß nicht. Eine Die Löffelnummer? alten Kassanetten, nichts Steirisches steht da. Natürlich habe ich da. Muss ich vorher einen Zug nehmen. Dass ich Niemand sagt, da muss man den Luft Löffel holen. krieg. Muss man den Löffel holen. Liegen die da nicht griffbereit? Nein. Du musst da mehrere sein. Ja, aber die habe ich wieder weggekramt. Ja, ich kann das aus der Schachtel holen oder aus der Gitarrentasche. Ist beides eine Ist Bewegung. beides ein Schaut nicht, Bewegungsziel hat er zwar schon erreicht, aber vielleicht erreichst du auch das Sitzziel noch. Los Pavlachistos. Spanisch, ja, Pavlachistos. Los Pavlachistos. Los Pavlachistos. Christoph Acker. Los Pavlachistos. Immer falsch geschrieben. Er schreibt der Pavlachistos. Ist ja vollkommen falsch. Wir sind nicht Pavlachistos. Aber natürlich, als Italien-Fan sagen wir natürlich I Pavlacisti. I Pavlacisti habe ich gelernt. Nicht Il Pavlacisti, sondern das wäre Il Pavlacisto. Singular. Einer. Singular. Einer. Ne? Ja. Gut, Plural, dann sind wir mehr. I Pavlacisti. Viva la Pavlacisti, sagt der Jota. Gut, jetzt fahre ich immer. Nein, das war noch der Gitarrenständer. Sei froh, dass nur der Gitarrenständer. Die Momo M hat auch schon die Achtelleine. Großartig. Na gut, pass auf, da wäre wichtig auch. Aber pass auf, jetzt dann muss ich wieder da vorbeischauen und den Bauch einziehen. Beim Löfferchen spielen bin ich aber weg, schreibt der Snoop Dogg Dogestyle. Was meint er da jetzt erst? Das Löfferchen? Na, werden wir schauen. Ich werde mal umschieren dabei. Und zwar so, da haben wir es hier schon. Der Snoop Dogg ist da, soll der nicht so schier reden. Der redet nicht schier, der schreibt nur schier. Also, das ist Eine anständige Sendung da, nicht wahr? die ist jugendfrei. Mehr oder weniger. Fast. Also für österreichische Verhältnisse jugendfrei,
Auswärts nicht, weil ja Alkohol getrunken wird. Ne? Achso, ja, und dampfen tue ich auch. Also, ui. Ja, ist das auch schon, glaubst du, Dampfen auch? Ja, Ist, wieder auch. ist Ist sicher nikotinfrei. besser. Ja, aber ist sicher besser. Nikotinfrei. Ja, ist sicher besser, trotzdem. Ist sicher besser. Möglich. Der Hubert Rager ist unter das Rapportinger. Klausi und Patrick machen Löffelchen. Und das gibt schon die erste Verwarnung. Das gibt die erste Verwarnung. Da trinke ich Klaus drauf. Man komponiert ein paar Flatschistes Song. Rudi Korb ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Bist du bereit? Ja, warte, ich muss mir erst stimmen. Ich muss erst. Ja, Ja, wird schon gehen. da muss ich leiser. Ein bisschen leiser. Was reißen wir? Glas ist einer. Den macht's auch. Ausgefallen. So, Löffel genug. Ich muss einen Schluck nehmen. Ich muss einen Schluck Wein nehmen. Einen Schluck. Was anstrengen, gell, für die. Schon? Ein Applaus, haut ein paar Achtel rein. Ich fliege. Er fällt mir ja gleich vom Sessel. Ich fliege. Wir haben lauter leibende Zuschauer, weil da fliegen die Achteln rein. Das ist ein Wahnsinn. Sie sind sogar aus Spanien, aus Spanien. Es ist da der Robert, was man aus der Tablettes. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, eigentlich vom Schwarzkabler? Oh ja, das ist sicher schon, gell? 20 Mal. Haben wir schon plaudert, schon mehrmals drüber. Ja. Der Snoop Dogg, der Snoop Dogg ist der, wie sie ausreden. Na ja, bist entschuldigt. Wie will er sich denn ausreden? Jetzt habe ich nicht gelesen. Na ja, das geht. Aus den Löffeln kann man auch schönen Schnäpschen trinken. Ich meine, es war halt wirklich nicht viel. Ah ja, Na, viel doppelt war's da nicht. geht eine. Nein, nie 4 Zentiliter. Never. 2 Zentiliter mit Ach und Weh. Zwar geht es ja locker aus. Ja. Das ist nicht einmal Kupferl noch. Nicht einmal ansatzweise. Ja, doppelter geht sich da nicht aus. Einmal. Jetzt verziehen sie sich gleich. Nein. Ui! Ja, einfacher geht es ja aus. Der Menge. Eng. Eng. Einfacher könnte sie ausgehen, aber es ist eng. Muss ich da aufwischen. Da ausgeschieden oder da oben sind die Taschentücher. Ganz oben, ganz oben. Ja. Sind die Ärmel zu kurz? Oder was? Scherz. Da schaut's aus. Da schaut's aus. Wie beim Wirten am Boden. Der Franz M. schreibt schon ungarische Musikinstrumente Eisbeistein. Jawohl. Mal wieder aus. Trocknen da. Ja. Der Gerald Spörk von der Iberischen Halbinsel ins steirische Vulkanland. Ja. Ja, das ist. Der Schinken ist dort wie dort gut, ne? Aber ich meine, das Vulkanland hat was die Iberische Halbinsel nicht hat, in Zotter. Das ist richtig. Und in Gölles. Ja. Du musst zuerst immer zum Zotter gehen, dort frisst so viel Schokolade, dass der schlecht wird, und dann gehst du gleich wieder zum Gölles. Da holst du ein bisschen was über den Essig an und dann hast du den Schnaps rein. Das ist ein Sinn. Und Da kannst du dann Essig auch trinken. Ne? ja, die sind auch gut. Die Das kannst ist du so sehr, trinken. sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Huber ist sogenannte Löffelstellung. Aus dem Ein Löffel. Schlecklich am Der Nacken. Franz meint, aus dem Löffel trinkt nur ein paar Lezitiden, ja, stimmt. Oder so ein Hustensaft, gell, als Kind. So. Wenn ich mir denke, Sanostol hat es da gegeben auch für ja, Kinder. weiß nicht, wie die alle geheißen haben. Aber ich habe auf jeden Fall immer, hat es gegeben, Hustensaft, der hat noch gut geschmeckt, weil der war süß. Ich weiß nicht, den habe ich dann als Kind einmal so auch erwischt, hat die Mutter rechtzeitig
weil die hätte so, gut. Ah, der rote. Ja, das weiß ich nicht. Benadryl. Das weiß ich nicht, wie der kostet. Ich Den weiß nicht, kannst du wie es noch, geschmeckt. Und dann irgendwann einmal, wenn du erwachsen bist, ich mache das nicht mehr mit Löffel, sondern was du da hast, dann 20 Tropfen, geil, 3, 4, so eine, nicht? Aber als Kind hatte ich mit Löffel. Schönes Löffel Ja, aufmachen. natürlich. Mach auf die Brotlade. Die Brotlade hat mir meine Mutter gesagt, Brotlade aufmachen. Brotlad ist auch gut. Ist der Löffel jetzt verstimmt? Ja. Ziemlich sicher. Jetzt ist ja 3/4 Töne tiefer. Ne? Den kannst du jetzt vergessen. Den werde ich wahrscheinlich auswechseln müssen. Vulkanerschinken, ja, den habe ich gemacht. Ich habe noch das 6 Bar zu Hause. Ja, ich habe auch noch ein paar habe ich noch. Aber weißt du, was ich auch noch habe? Weil wir Was hast schon du denn? international sind. Na bitte, hol her. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Voll Teufel! Jetzt kommt er mit der Politur. Ich sag dir, da hat irgendwer eine Politur eingeführt oder was einmal. Es gibt allein die Farbe. Ich habe unlängst diese Flaschen in der Hand gehabt im Supermarkt, wo ich war. Und der ist viel heller. Der ist nicht so dunkel. Ich sag dir, da ist eine Shellac-Politur eingeführt oder was. Das schaut aus wie mein Shellac, der dunkle. Ja, aber das, weil ich vom Hustensaft geredet habe. Jetzt erinnert mich das an den Metaxa. Ich Und muss da da hat mehr riechen drauf. Ich muss da einen muss ich mal einen Schluck nehmen? Nein, danke. Das riecht aber auch Willst du ein nicht. Löffelchen Nein, voll? danke. Das riecht aber auch anders, ob da nicht einen anderen Schnaps, irgendein andere was gefühlt hat. Das riecht auch nicht nach Metaxa. Ich mag einen Metaxa von Haus aus nicht, aber das riecht auch anders. Das ist so ganz dumm. Ja, vielleicht ist es der Besondere da, der 5 Stern Nein, okay. irgendwas. Aber wir waren jetzt so international unterwegs, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich natürlich Dampf ich mit doch den, lieber. nein, und das wollte ich testen jetzt da. Das wollte ich testen. Im Zusammenhang mit den Dingen. Das jetzt ist mein Das ist Schnaps. ein Shellac-Politur, wir werden es gleich Ja. sehen. So. Ui. Nein, das ist nie ein Stamperl, das geht sich nie aus. Ist ja nicht Wenn voll. wenn ich jetzt noch ganz viel, 2 cm eng. Prost, die Herrschaften. Ja, aber es schmeckt auch mit dem Holzgeschmacken. Nein, ich kann keine X, glaube ich, gell? Aber ich meine, da ist ja auch der Dreck, der Staub, der Luch und alles von den letzten 10 Jahren drauf auf dem Löffel. Und das macht es ein bisschen besser. Auf dem Metaxa, ja. Aber den Rahmen wieder weg. Aber ich wollte ihm nur sagen, ich habe ihn noch. Für die Insider, die wissen ja nicht, dass der Metaxa noch schon lang. Und den wäre einer lang haben, weil das ist wirklich grauslich. Weil wir haben nicht weggeschitten. Jetzt haben wir schon gemeint, meine Mutter und die haben schon gemeint, ob wir jetzt so eine Metaxa-Sauce oder was wir machen werden. Ich meine, da brauchst du auch nicht so viel, nicht? Aber halt so immer wieder mal. Wird die Sauce vielleicht gar nicht schmecken mit. Ja, so Süßel, so zum Verkochen vielleicht geht's. Ich traue mich nicht weggeschitten. Man Da die Farbe, das ist auch Wahnsinn. Also, gibt Lebensmittel nicht her. Also, man haut es nicht weg. wenn es grauslich sind. Der Sheriff hat gesagt, wenn der mit offener Metaxa schon 10 Jahre abgelaufen ist, riecht er anders. Ja, das wird schon so sein ungefähr. Ja, die Farbe von ihm, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja dunkelbraun, das gibt's ja nicht. Ja, das ist Spirituose. Der färbt, der Löffel ist wie Barzt, nicht? Ja, der läuft schon leicht. Eine leichte Färbung hat er schon. Das sagt er, da hat Aber einer ich was weiß nicht, ob die abgefüllt. bleibt. Das weiß ich nicht. Das- Aber ich wollte ihm nur international ins Spiel bringen. Aber von Patrick habe ich nur Spott und Hohn über. Der Franz eben schreibt schon, ich schau mir gerade die 5-Sterne-Metaxa-Flasche bei mir an. Die ist viel heller, eine Spur dunkler als der Hennessy. Ja, eben, das ist ja Wahnsinn, keine Ahnung, was das ist. Ja, nicht. Aber bis jetzt, ich bin noch nicht dran gestorben oder sonst was. Also es kann nichts Schlimmes sein. Der Georg schaut, also das ist so ein Paretlöffel. Wie viel Prozent hat er mit Taxa? Vielleicht brennt er gut. Ja, zu wenig. Für das oder zu wenig? Viel zu wenig. 38 oder was? Ja, 38. 38. Das tut gar nichts. Zum Softfleisch mit Metaxa, Korn, Honig und einem Wodka ist Fleisch. Hau weg, der Soft ist gut. Sheriff Ante, nimm ihn zum Putzen. Nein, ich glaube, das putzt nicht. Das schmiert nur, glaube Ja, dann verbiegt alles. Das verbiegt Viel zu alles. süß. Das ist kein Vorlauf. Nein, ich habe mir echt schon gedacht, wirklich. Franz Emma, Für so eine Sauce? da ist wahrscheinlich Gurktaler drin. Von der Farbe kommt sie hier.
Jägermeister, Gurktaler, da wird diese ganzen Kräuterliköre hassen. So schaut das aus von der Farbe. Das stimmt, aber es schmeckt nicht so. Der Christoph hat einen harten Vorschlag. Ab nächsten Pavlatschen für jeden Superchat ein Stamperl mit Taxa. Ja, ich hätte mich schon auf das einlassen, aber da muss der Superchat, das muss ein dreistelliger Betrag sein. Ansonsten, nein, für 1,99 € hauen wir da nicht 20 Stamperl rein. Nein, sicher nicht. Christoph Arbeit, bemühter Vorschlag, aber nachdenken und nochmal von vorne. Bemüht, ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, bis ich den Wecker kriege. Aber ich habe den nicht so schlecht in Erinnerung. Den Geruch, Mittags. es ist die. Ja gut, da ist jetzt viel Effe dabei. Zum Brillenputzen rechts, na Fritzl, da hast du die Glaseln zusammen, 100%ig. Der ist so süß und so, das ist, ich glaube, das ist nein. Schaut's drin auf der Milchglas nachher vielleicht. Der Franz, mit Taxa brennt erst, wenn er aufgewärmt ist. Alles Ist klar, schon also getestet. die Wärme. Ja, gut, ja. Brennt alle, nicht? Nimmst du so einen Eireim? Nein, Herr Mandl, der ist so pickert, weil er süßelt, der ist zuckert. Der Huber schreibt gerade, der Huber ist der erste Schnaps, der schlecht wird. Ja, es ist. Bitte Christoph Axer. Na, 2 € ist zu wenig. Eine mit Taxa. Mit Taxa runter. Nein. Da hebe ich das Glas auf dich, mein lieber Jörg. Bei dreistellig dann X. Na, X auch nicht. Weil das bringt uns ja um. Er hat geschrieben 2,00. Das ist eh dreistellig. Oder wie meinst du das? Ja, der Franz immer gemeint, bei dreistellig dann nichts. Jawohl. Der Christoph, ja, der Sheriff Andi, was? Und jetzt trinkt was Ordentliches. Bravo, Sheriff Andi! Jetzt trinken wir was Das ist Ordentliches. ja was Gescheites. Auf den Zum Christoph Wohle. Acker und den Sheriff Und den Andi. Sheriff Andi. Und was gescheit, bist du gescheit. Jetzt haben wir nochmal die Kurven gekratzt. Endlich wieder der Klaus nicht alleine. Oliver Grün, jawohl. Bravo, Boys. Bravo, Bravo, Oliver. Bravo, Oliver. Letzte Woche bin ich einmal ausgefallen, kann man nichts machen. Du, wobei man sagen muss, ich habe das eh so gesagt, wenn wir live gespielt haben, hätte man bei solchen Sachen immer gespielt. Nicht? Weil, wenn man krank war, wir haben immer gespielt, wenn man krank war, nur wenn man wirklich nicht grün hat können. Nicht? Dann nicht. Aber Und das Problem war, weil der Klausi draußen war, so weit weg. Wenn es bei mir zu mir gekommen hätte, er eh können. Aber das war ein Blödsinn gewesen. Nein, Ich wir- konnte 2 Stunden fahren. Weil ich war nicht fähig, 2 Stunden mit dem Auto zu fahren, weil nicht so sieht man es im Winter, aber selbst das. ich muss alle 5 Minuten bin ich wohin gerannt. Ne? Ja, wir haben einfach gesagt, das zahlt sich aus. Wenn wir wo gespielt hätten, so wie früher auch, da spielen wir mit Fieber, da spielen wir mit allem Möglichen. So, Ja, aber haben wir Grün schon können gespielt, spielen wir. Haben wir alles schon durchgemacht, ist nicht leibend, aber es gehört halt zum Job. Nur jetzt da ohne die Außer Blinddarmdurchbrüche oder Ja, Lungenentzündung. selbst da habe ich gespielt. Ja, einen Tag hast du noch Einen Tag habe ich gespielt im Blinddarmdurchbruch. Ich meine, ich habe zwar krank, ich habe mich nicht bewegen können, nichts, aber nein, wir haben aber dann gesagt, die Pavlatschen ist jetzt da, wir können es ja einhalten. Also wenn wir jetzt was spielen würden und einer fällt aus, kann er spielen. Das kannst du ja Genau nicht so ist einzeln es, machen. genau so ist Die es. Pavlatschen kann man ja unter Anführungszeichen trotzdem durchführen, ausnahmsweise, weil es halt die Pavlatschen ist, weil das ja kein Konzert ist, wo wir engagiert sind. Deswegen haben wir auch gesagt, nein, also wenn es da irgendwas ist, gesundheitlich, dann haben wir uns jetzt gar Haben nicht wir viel kein aus. Ding, Ne? Sagen wir sehr ehrlich. Lord Glaubermann ist schon da wieder. Danke, ich freue mich auch, dass ich da bin. Jawohl. Ja, glauben wir, ja, wie gesagt, Nächste Woche. Nächste Woche ist der Mostrau. Yes. Ist schon bei mir, steht schon im Keller. Bei mir. Ich darf ihn nur nicht vergessen, nächste Woche zu Ja, das war mitnehmen, gut, was zu er nicht Pavlatschen. vergisst. Das war gut. Weil man kann auch sagen, das nennt man Kundenbindung. Nicht? Der Lord, glauben wir, der will schon lange nicht mehr zuschauen wahrscheinlich. Denkt sich, also, solange sie den Oster nicht drum haben, muss ich zuschauen. Und wir trinken nicht, jahrelang nicht. Und dann sagt, ich bin schon ein Fan von den 16, aber warum eigentlich? Ich weiß nicht, ich wollte Ich weiß dass nicht man mehr. Ich loslegt. schenke dir Nein, mal so Scherz nicht, ich glaube mal, das war ein Scherzerl, ganz klar. Ich ganz freue mich klar. schon. Ui. Dann imprägniert das Sitzbangel vom Moped, Fritzl. Das Gesöff lasse ich nicht einmal in die Nähe von meinem Mopperl. Nicht einmal in die Nähe. Vielleicht hast du das auf die Kegel, dann rost Erst einmal ein Stamperl Kaktus, Mescalin und anschließend ein Lied. Ja. Ja, genau. Quasi die Bewusstseinserweiterung aller Pavlatschen. Ja. Bei der Blasenentzündung wird man sportlich, da fängt man zu laufen an. Das ist richtig. Ja. Du sag einmal, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht Ja, ja. das ist eine blöde, das ist jetzt eine blöde Frage, aber ich meine jetzt ernsthaft. Ihr Blasenentzündung, habe ich glaube, das können nur Frauen kriegen. Ich meine, was ja Nein. unlogisch ist, weil Überhaupt Mann ja auch bloß Nur noch die logisch Männer ist, nur eher seltener, weil der Harnleiter, weil das länger ist als bei der Frau. aber auch daran liegt es. Ja.
Die Harnröhre ist bei der Frau ja nur relativ kurz. Ja. Ne? Nee, ich Und muss wirklich dadurch überlegen. steigen Bakterien leichter zurück hinein. Ich verstehe. Sagt Nein, das ist ja logisch. Weil, aber ich mir das echt ja. überlegt, mir das Nein, gibt's ja nein. nicht. Ich kenne das jetzt wirklich, das haben wir nur Frauen, Ja. aber es war unlogisch, weil ein Mann ja auch bloßen hat. Ja, ne? ja, da gibt es mehrere so. Ja, logisch. Warum Der soll Arzt Mann hat gar nicht komisch geschaut. Also, Nein, das nicht. ist glaube ich eine aufsteigende Blasenentzündung, was sie da haben. Ja, aufsteigen. Blut haben sie auch schon. Ich habe gesagt, ja, so, da werden wir gleich schauen. Ich sag, ich bin ja. Hat er geschaut ins Glas und hat schon gesagt, da siehst du schon, du siehst auch, dass es rot ist. Deswegen bin ich auch ein aufstrebender Künstler. Ich kann ja ruhig aufsteigende Blasenentzündung haben. Ne? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Naja, gut, ja, aber. Ja, Vielleicht kann man damit die Kette schmieren, Landtagsstürmer Markus. das habe Nein. ich gemeint, dann ist der Rostweg. Nein, das ist ja, das verbiegt ja alles mit Zucker, das ist ja alles Absinterl. Ein Absinth und Mescalin. Wie der Das, ja. André Heller singt in dem hervorragenden Lied Rodolfo. Nein, nicht Rodolfo Nein, Valentino. nein. Warte mal, wo ist es mit Absinth und mit Mescalin? Mein Freund Schuschenack. Das Lied Mein Freund Schuschenack. Und der führt sein Leben mit Absinth und Mescalin. Absinth habe ich schon sehr lange nicht getrunken. Der Fritz Statius hat einen Fliegenpilz mit in na super. Also ich meine, gut, das ist jetzt werden wir bald gesperrt, wenn auf YouTube auch, nicht? Mich fragt ja keiner, aber wann mit der Herrgott fragt. Ja. Rudi Korbes, du hast alle Rechte, dir was zu wünschen und das wird gespielt, wenn wir es kennen. Das machen wir. Oliver Grün, spielst du noch was oder sollen wir auf die ZIP 2 warten? Du kannst auf die ZIP 2 warten, aber du kannst ja dabei Natürlich. die Pavlatschen weiter anschauen. Das kann ja. Die Kräutermischung mit Metaxa, die lieber geheim bleiben soll, sonst ist der Patrick wieder krank. Ja, hier ist es. Mit Metaxa kriegst du Zangen wieder gangbar. Du musst aber jeden Tag mal ein Herz auf. Das ist ein Wahnsinn. Nein, glaube ich noch nichts, Klaus, glaube ich noch nichts. Patrick, jetzt mache ich da hinten zu, weil jetzt zieht es wieder wirklich schon ein bisschen frisch ins Knack und ich will nicht leiden. Und dann haben wir eine für den Rodolfo Corbetto und natürlich für alle anderen. Wann wieder her? Wann wieder her? Ja, kann ich das überhaupt Das nicht. weiß ich nicht. Muss ich wieder einen Wechsel machen. So, Vorsicht. Einmal hier und einmal hier. So. Ja gut, na, wie fängt das an? Mein Adel hat Mein Adel hat oft und oft eine alte Geschichte erzählt. Gustav oder Cäsar? Gustav. Mein Adel hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man dort begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher da Hang und der Wand an. Ja, das war doch wirklich gar nicht schlecht. Ich weiß schon, was ich fragen möchte. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem man dort begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wäre doch wirklich gar nicht schlecht. Ich weiß schon, was ich sagen möchte. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da machen die Buckel das Schönste
Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Ich hab am Weingarten am Bieserbeet, ich bin der Tier, der mich kein Mensch durchsteht. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Bieserbeet, dreht sich Welt noch recht und nicht verkehrt. Da kann die Vogel dort noch singen her, und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen, dann seh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Bieserbeet, das Fleckerliert, das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rennfeller Wein. Reise sei Professor. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchler hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. La, 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 wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien,
lebst tief hin. Wenn ich hätte die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mescher mir, der ist für die fühlst tief, drum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Schreib's mir einen Brief. Keine Ahnung, wo ich bin. Von vorne. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfchen mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche am See. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt.
Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glück liegt darin in der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Jetzt sagen Sie mir die Gemütlichkeit bitte. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit. Ein Mördermädel. Ein mörderisches Mädel. Ah, Wahnsinn. Ist das gescheit. Richtig ins Schwitzen kommen jetzt. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ah. Das ist kein Schluck Wasser nicht mehr. Schau, Oliver Grün. Burschen, das war der schönste Abschluss meines heutigen Abends, weil ich echt Spier und die Jazzharmonien. Oliver, ich danke dafür vielmals. Das ist eine große Ehre, was du das sagst. Der Markus Bisson. Könnte ich stundenlang lauschen. Franz M. Taschler, Österreich, Weiß. Der Heinisch, ja, das ist der Neue, das wird vielleicht der Beethoven-Wein werden von der Manfred. Was? Der Manfred Taschler. Ja. Was ist Heinisch, mein Heinisch? Österreich, Weiß. Achso, ja, Heinisch, der ja, Heinisch, jetzt glaube ich, habe ich es. Das ist der Wein, den der Beethoven quasi da unten hat. Die Reden. Die Reben, die Riebe, ja. Welt hat dann super gespielt, danke Rudi Kuhns. Danke. Jetzt mal ganz ohne Schmäh, meine Optik war schon viel schärfer, ganz eindeutig. Christoph Acker. Christoph, mein Lieber. Das ist jetzt
Unsere Linse, finanziert von Rudi, jetzt aber zu Ja. dritt. Weltklasse, sagt der Fritz. Startguss, die Achtelvereine. Burschen, habt wirklich sehr gut gespielt, Weltklasse, Snoop Dogg ist ein herzlichen Dank. Danke. Ja, das taugt uns auch. Machen noch ein Aber Schild das haben wir von früher nicht so oft gemacht. Weil die musst du weiter schauen. Wolfsberg und du ist dabei, grüß dich gut. Patrick war auf Trainingslager, Weltklasse, die zwei. Ich muss eins sagen, ich trainiere täglich. Ja, stimmt. Wirklich wahr? Ich spiele jeden Tag, ja. Immer. Jetzt, seit Jahren schon. Also, ganz selten, dass ich. Letzte Woche habe ich 3 Tage auslassen. Ja. Gebe ich zu. Aber sonst eine halbe Stunde ist Vormittag Pflichtprogramm. Wirklich wahr? Na, bei mir kann es ja leicht sein, dass ich eine Woche lang digital nicht in die Hand nehme. Das kann leicht passieren. Bei einer halben Stunde steirische, halbe Stunde Ja. Schramme, ja. Wenn ich Lust habe, meine anderen Instrumente, die was Hobby sind, E-Bass, Gitarre oder Ocarina. Aber das, Nein, ist, das das ist nicht Pflicht. Aber die zwei sind Pflicht, eine halbe Stunde am Tag, ja. Ich nehme es immer vor. Und nicht spielen, sondern wirklich üben. Also wirklich Ja. Tonleitern hernehmen, Phrasierungen arbeiten, Rhythmus, Metronom einstellen und also dazu spielen und solche Sachen. Nicht? Alles Back und Tour TV, leibende Nummer. Schönen Abend miteinander. Bist du dahin wieder, wo ist? Back und Tour TV, vierte gut. Fallst du wieder dahin? Vierte. Der Bernd Roth im Tag auch. Habe leider Fastenzeit. Ja, Bernd und mir auch. Darum trinken wir nur Wein. Jetzt kommt er. Naja, Ein Bier sollte man eigentlich trinken. Ja, das ist das Fastengetränk. Fastengetränk, ein Bier, ja. Weißt du, wie das zum Fastengetränk geworden ist? Offiziell vom Papst? Weißt du, wie das entstanden ist? Kennst du die Geschichte echt? Das war Wahnsinn. Da war irgendein römischer, also angeblich, halt die Geschichte, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Aber da war irgendein Nuntius oder was, der war da in Deutschland, in Bayern. Früh, also irgendwo halt mittelalterliche Zeit. Und der hat dort, war in Bayern halt, nicht? Und da war eine Fastenzeit. Und die haben alle Bier gesoffen. Und da ist er, also wie er wieder heimgekommen ist nach Rom oder zum Papst gesagt, das ist ein Wahnsinn. Also wie es ein bisschen anders gesagt haben, aber so sinngemäß, nicht? Ja, So, vielleicht eh so. Oder? Heiliger Vater ist ein Wahnsinn, nicht? Die sauft dort Bier davon, das ist nicht normal. Nicht? Und da hat der Papst gesagt, nicht, das möchte ich jetzt einmal wissen, wie das ist, und hat sich das Bier kommen lassen. Nicht? Und wie das halt damals war, ja, bis das aus Bayern in Rom war das natürlich hin. Und, Ja. und das ist auch gekommen in Rom, im Vatikan, und der zapft sich da oben, der Papst, nicht? So ein Kriegel, haut sich das Oder? Der hat das ausgespult und gesagt, was, das saufen nicht freiwillig zur Fastenzeit, ist hiermit genehmigt. Und seitdem ist Bier Fastengetränk. Ja. So erzählt man, ob die Geschichte stimmt natürlich. Das ist die Was man da Legende. hingestellt- nicht? Die Legende. Die Legende dahinter. Ja, das Bier hat ja nicht lang gehalten damals im Holzfasel. Ne? Kühlung war ja Eine Kühlung war. ein Fremdwort damals noch sozusagen fast. Ne? Ich habe am Wochenende Einsamkeit unterm Helm gesungen, der Christoph Radau. Ich spiele mir euch gleich. Die Einsamkeit, ja. Und der Marinus Herzl muss sich auch verabschieden. Ich wünsche einen schönen Abend noch, trotzdem gute Nacht. War das Herzl. Jawohl, für die gut. Du, der Christoph Acker, was, der Klaus könnte auch eine Nummer unter seinem Nolan spielen. Weil unter Nolan könnte, naja, da müssen wir das Kind aber. Wieso? Sonst klingst das ist. Naja, da müssen wir das Kind aber. Das musst du drauf lassen. Da geht ja. Nein, du verstehst mich. Oh, ja, Was ist jetzt? Frage da was zu nehmen. Du pass auf, mir ist ja wurscht. Mir ist ja wurscht, ganz ehrlich. Und zwar, ich weiß schon, was man da jetzt Ich spielt. habe nicht den Moped stehen. Das sehe ich. Ja. Das ist mein Wunsch wäre das jetzt. Das nächste Brille, aber normalerweise tue ich mein Kind da oben, ne? Da tue ich mir ober. Nein, du hast schon das. Ich finde das besser mit. Ich werde es sehr leise spielen, weil sonst hört man nichts mehr von ihm, glaube ich. Hallo? Das ist ganz normal. Aber Visier bleibt oben. Scheiße. Brauchst du eine Schnabeltasse? Das ist Es geht sich aus. Den habe ich ja so gekauft. Den habe ich so gekauft, weil ich gesagt habe, den muss man trinken kann ich was können. trinken? Ja. Den Läusel hatten wir lange nicht. Oh, den haben wir das letzte Mal gespielt, vor 2 Wochen in Läusel sogar. Kann mich Und noch der Läusel? erinnern. Ja. Christoph Acker schreibt schon ab heute den Mopeds dann nur noch mit Helm. Jetzt hast du was Ja, einfach. Moment. Aber nicht nur mit Helm, sondern auch gleichzeitig mit Sonnenblende. Das ist ja nicht ganz klar.
Er dann überhaupt. Ja. Moment, bitte, ich muss sofort den Zeigefinger hochhalten. Rockcar, das war super, danke. 16 € kann man hier über super Infos. Jawohl, Rocker. Chat, ja. Warte, den muss ich mal hoch. Den muss ich hochkloppen. Prost. Prost. Ich bin bereit. Der Schirm oben ist ein bisschen im Wege. In Gustav, ne? Ja. Ich muss ja in Tore spielen. Meine Das ist eh Herren tut auch nichts wahrscheinlich. Ja. Nein, dann mach nochmal. In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen. Da fällt mir eine Straßennummer 104. Da braucht man einmal mit der Moped hupen. Schon sind die Puppen wie die Wüden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Bonne. Mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine Leiche des Betone. Kommst mich auf, Puppe, jetzt gehen wir's an. Wir strecken die Fürste Gas aus, sonst kommen wir nicht ins 12er Haus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ja, wieder Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuff ehrlich so leicht probiert. Die ersten... Schon bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstandel. Da bin ich wieder 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schon rein wie der Vernadel. Dabei bin ich schon wieder hinten ausgesaust. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stirnglern. Das war die falsche Strophe. Ich weiß nicht. Ja, der zweite. Ich fahre super fort mit meiner Schlurfrakete. Hochmann um die Erde. Der schöne Zaun, der hat ein Leben. Jetzt ist mir vor der Radl hinten vor verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stirnglern weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiwi. Den uns von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, ich hab einen Tibi. Jetzt nimmst du den Kiwi weg, da sieht man nichts damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, am Herr ist schön, und das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, wer was faselt in Belone. Meine Zente können fort sein, nur das Moped muss so gut sein. Meine Haxen können auch sein, nur die Kraxen muss da sein. Hoffentlich ist an meiner Bonne nichts passiert. Die Achtel von, ich glaube, mein Helm, das lassen wir in Zukunft. Der hat eine Knallrolle. Naja, ich werde das gleich sehen. Bist du deppert. Da ist Haas. Ich werde das gleich sehen. Da ist Haas drunter. Ja, der Farbe gesund. Hören tue ich nix, sehen tue ich nix. Ja, aber man. Aber schau, ihr habt euch einen Spaß, glaube ich. Alles für die Schuhe. Was ich so sehe, also einen Spaß habt. Also. Sowas geht bei TikTok sicher viral, der Christoph Acker. Ja, aber ist ein Wahnsinn. Ja, mein Helm ist wurscht, ob er sieht oder nicht, oder auch wieder recht. Ist der Wacker, Gott sei Dank, seid ihr für nichts zu blöd. Danke, ja. Seid ehrlich. Naja, Volltrotteln sind wir, ja. Wir sind sogenannte Quotenhuren. Snoop Dogg Dogg ist ein, weil der Klausi schaut jetzt aus wie der Robocop. Ja. Der Transformer Klaus. Aber der Hubert Aristoteles Rappeldinger sagt das Richtigste, der Wüde auf seiner Maschine. Das werden wir uns auch noch einlernen. Ja. Es dauert noch. Also gehen wir nicht am nächsten Montag, aber da müssen wir uns die Noten auftreiben. Aber das war was. Ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahre, aber dafür bin ich schneller dort. Bumm!
Ja, das ziehen wir uns rein. Hubert, Ja, aber lass uns Zeit ein bisschen. Die Katze am Fass hat sie schon lange nicht mehr gespielt, ja. Seite. gibt's den Käme weg, da sieht man nichts damit, der Franz Brandgren. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Straßen hat man da super Mikro, geht sogar mit Helm. Wolfsberg und der Weltklasse sagt er, ja, wenigstens haben wir einen wenigstens haben wir einen Zuspruch. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, ich hätte dort nicht einen Chat auch gehabt, ist mir eingefallen. Nicht? Aber weil der Hast du Achter mit das Braincap, was du damit oder ich gehabt hast, das goldene das hab ich Braincap nicht von mehr, Thomas. ja. Das Das hab ich ist ja nicht ewig her, ja. Das hat er wirklich halb schon. Aber ich hätte mit Schubert auch singen können, da hätte ich das ganze Visier hochklappen können. Das Nicht? ist richtig, ja. War leichter gewesen. Aber ich war halt, wie soll ich sagen, der Christoph Acker hat geredet vom Nolanhelm, also habe ich den genommen. Ja, weil eben, war bis deppert. Jetzt ist mir aber auch heiß. Und die Bordelle im Trinkkrug, sage ich, Sheriff Andi. Jetzt, was sagt der Christoph Acker? Können Sie schon das Lied für die Frau Mama? Da war doch was. Was war? Für die Frau Mama? Ein Lied? Was war das? Da glaube ich nicht, wir muss jetzt nicht gesehen haben, 2 Wochen. Ja, was war das? Die Klausur haben wir erst nächste Woche. Da wird gearbeitet. Also zuerst wird mir die Pavlatschen gemacht, dann schlafen wir uns aus, Ich komme schon ein bisschen früh, da können dann machen wir uns was zum Essen, dann spielen wir noch ein bisschen am nächsten Tag fast an. Also die größte Legende war ja damals, wie wir die letzte CD aufgenommen haben, Lorenz Fiebrich Chroniker. Da waren mehrere Legenden. Guten Tag, die Bauern. Ja, und da habe ich dann gemastert und beim Mastern ist mir aufgefallen, dass 2 Lieder, da haben wir gesagt, du pass auf, das vergisst, die müssen wir nochmal aufnehmen. Also das ist einfach, das war nicht mehr wirklich zum Retten. Und da ist ein Blödsinn, was so ist, die 2 Lieder nehmen wir nicht auf. Gesagt, getan. Der Patrick ist gekommen, einen Sonntag, es war ein Sonntag. Ein schöner Sonntag Ja. war's. Und der Patrick kommt, Warm war's. ja, heiß na war's. schön. Und ich sage zum Patrick, du, wo sind denn die Stative für die Mikrofone? Ich sage, welche Stative? Sag ich, na, ohne Stativ und ohne Mikrofonkabel, weil die hast du gehabt, nämlich, können wir nicht arbeiten. Na scheiße, die habe ich vergessen, na, was machen wir? Sag ich nicht, pass auf, das ist kein Problem. Der Bürgermeister von Botschenau, Und der Gemeindesekretär, beide beide Musiker. Musiker. Beide Musiker, der Bürgermeister der Fähre, großartiger Jazz-Schlagzeuger, studierter, der kann es wirklich. Und der Christian natürlich ein hervorragender Bläser, meistens Tenorhorn. glaub ich. Tenorhorn oder Posaun, ja. Posaun, so- Und E-Boss auch. so. Bassist auch, so sowohl da Ja, der E-Boss auch, ja, auch richtig. unterwegs. Also Aber ein Allrounder, ein Weltmusiker. Was? Haben wir was? Ich habe nichts mehr zum kurz Trinken. unterbrechen. Der hat einen Zug wie ein Ofen rein, das gibt's ja nicht. Ja, das Flaschen Zum Abkühlen. leer. Hubert, da ist der Ja, Rapportinger. warte, da muss ich einen Wein holen. 5,49 €, hol einen Wein, ja. Man trinke bald einen Kindersekt wieder einmal, heißt das. Nein, nicht wirklich. Heißt das verstopft mir vielleicht die Blase. Das ist trinke erst wieder, wenn der Zonko zu uns kommt, trinke ich dann einen Kindersekt wieder einmal mit ihm. Da bin ich dabei. Ich hoffe, er kommt bald. Das werden wir sehen. Ich hoffe, wir dürfen bald so Wir richtig. müssen uns beim Ernstl entschuldigen, ich hab keinen Strauchwein mehr. Nicht da, das ist draußen, du bist das in Schlägen. Und da habe ich auch keinen. Nicht, den habe ich getrunken, oder was soll ich machen? Soll ich daheim einlagern? Soll ich ihn aufheben für schlechtere Zeiten? Jetzt trinke ich vom Stieper. Ein Wort gesagt. Burgunder, weißer Burgunder vom Stieper. Ja, das stimmt, gell, aber bei mir nicht mehr bitte. Ein Schluck, ein Ein Schluck. Schluckerl, ja. Schluck. Schau her. Schlupferl, ein Schlupferl. Wirklich wahr? Eins für die Frau Mama. Nein! Der Christoph Acker, das ist die Shows von der Mama. Auf der Shows von der Mama. Haben wir gespielt das vorletzte Mal. Letztes Mal war ich nicht dabei. Ja, das ist ja das, was ich da in der Schlägel. Schlägel. Naja, das ist, weil ich keinen aufkriege. Ich glaube, das war das Lied hast auf der Schoß von der Mama. Ich glaube, mit meiner Mama hat das nichts. Aber jetzt müssen wir auf den Hubert trinken. Zum Abkühlen. Zur Abkühlung. Jawohl. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Und da Wasser einschenken. Ja, Wasser. Der Daumen Prost. innen schon wieder. Sehr zum Wohle. Das Fenster aufmachen. Ich mache aufs Fenster auch Nein, wieder. ich denke, der Kreis steht hängt genau mit der Kamera. Das ist ein schick kalt, gell? Ja. War es nicht ganz optimal drauf, aber Umgekehrt war es besser wir gewesen. werden uns schon da gewinnen.
Umgekehrt war es besser gewesen, ja. Ich nehme da. Von der Reihenfolge. Ansonsten tue ich mal so Wasser. Bitte, danke. Wasser. Ansonsten tue ich einfach. So, Ansonsten tue ich auch, setze meinen Helm auf. bitteschön. Da fällt es nicht auf. Danke dafür. Ich dampfe ja gar nicht viel, so steht das halt so, ich weiß nicht. Da ist ein kleiner Raum, nicht? Ja, den großen Dampfer habe ich auch nicht, ich will das kleine Dampfer da rein. Das ist ja quasi das Zonko-Gerät. Das ist das Zonko-Gerät, ja genau. Ich habe 2 Zonko-Geräte. Die 10 Pipe, die mir der Zonko geschenkt hat, der Gute. Ja. Er hat ein gutes Herz. Er hat ein gutes Herz. Die anderen Dampfgeräte habe ich von dir gekriegt. Ja, genau. Das sind aber auch leibend, gell, aus den Verwendung. Ja, das ist leibend. Einen habe ich schon weggeschmissen. Wirklich welchen? Ja, der ist leider unrettbar. Was für meine? Was? Ja. Was ist das Pfeifer? Der Igo. Der Igo. Der Stab. Der Stab, ja, der kleine. Echt? Ja, gut. Und das kleine Pfeiferl habe ich noch, aber das ist. Ja, das kann nichts. Ich weiß nicht. Ich meine, ja, da kannst einmal so einen Kohl. Ich check einmal so einen und aber probiere es es aus, wird aber dich nicht begeistern. wird nicht so sein, wenn man anderes gewöhnt ist. Ja. Ich habe aufgehört mit dem Rauchen. Was soll ich machen? Was soll ich Sehr machen? gut. Aber es stört mich nicht. Also nach wie vor, also auch bei mir der Klause, Ja. no problem, kannst du die Chickbackel auspacken. Das stört mich nicht, stört mich wirklich überhaupt nicht. Ja, wäre vielleicht eine Rauchen wieder, weil bei dir will ich wieder eine rauchen. Ich kann Leute kann ich Zigarren anbieten, weil die habe ich auch hergeschenkt. Die habe ich alle den Brüdern geschenkt. Ich habe ihnen alle schon alles übergeben, alle haben gesagt, scheiße, wir haben wenn wir das rauchen. Da glaube ich 60 Zigarren oder was alles. Das ist ein Vermögen, was da drin ist. Es ist ein Vermögen, was da Ich drin meine, die ist. meisten sind eh in der unteren Preisklasse, muss ich schon sagen. Naja, in der unteren gehobenen. Naja, Handelsgold sind nicht dabei. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich muss mich jetzt wirklich entspannen noch, weil das war arg. Da unterm Helm. Der Straßenhand meint gerade 16er Buben. Ich weiß nicht, ob die Schärfe an den Achteln von den 16er Buben oder an meine eigenen liegt. Das wird immer mehr Weichzeichner. Nein, das glaube ich daneben. Also ich glaube, du bist schon 3 Stunden hinten noch mit den Nein, das ist Kommentaren. doch. Das ist aktuell. Ja, Da. nein, das war vorher irgendwann einmal. Aha, okay. Das ist jetzt da. Ja, wirklich? Wie war das jetzt mit der letzten CD? Landtagsstürmer Markus, genau. Ich habe eine Geschichte erzählt. Ah ja, genau. Und zwar, Na, vorher, bevor es das also Ja. jetzt wieder. Was für ein Liquid ich heute fragt die Daniela Schlögel. Und zwar ist das Drachenblut Sweet. Drachenblut, sweet. Patrick, der Klaus hat aufgehört, Respekt. Sagt der Christoph da. Ja, dann steht da, weil man nur aufgehört, ne? Der weiß, wo man wieder anfängt. Ne? Das Von weiß eins muss man. ich nur sagen, wenn ich eine geraucht habe, hat der Klaus meistens 3 geraucht. Ne? Also, wenn man viel zusammen wohl. Nein, ich habe auf jeden Fall mehr geraucht wie du. Das Ich habe hab halt ganz unter klar. Tags auch geraucht. Ich rauche unter Tags nichts. Also, es ist so. In Gesellschaft, ne? dann taugt es mir, weißt? Dann ist es leibend. Jetzt geht, Entschuldige, das wollte ich nur noch. Ich habe den Sheriff Andi ausgeglichen in Cognac in Viertel rein. Bravo. Na bitte, ja. Das Heiselfrau, schon ewig nicht mehr gespielt. Oh ja, letzte Mal. Also vorletztes Mal, letztes Mal war ich nicht dabei. spielen wir fast immer. Können wir selbstverständlich wieder spielen. Dann, in dem Sinne, die CD, lauter schon, Markus. Die CD. Ja, und auf jeden Fall haben wir gesagt, pass auf, das macht nichts, ich werde den Bürgermeister oder den Gemeindesekretär anrufen. Das war Sonntag 2, habe ich gesagt, du, das kriegen wir schon hin. Und die werden schon was haben. Also am Montag dann. Ne? Ich habe gesagt, spätestens morgen ist wieder alles offen. Ne? Da gehe ich hin, die haben sicher irgendwo Mikrofonkabel liegen und so. Ne? Und Stative. Ja, kein Problem. Und nur so werden wir das machen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe heute ein Plakat gesehen, dass in Botschenau das Dorffest gerade im Laufen ist. Also das war halt am Sonntag ein Frühschoppen und dann, ich meine, es wird nichts mehr sein Es wird wahrscheinlich eh nichts mehr sein. Vielleicht kriegen wir noch ein Brotwürst oder ein Händel oder was. Oder irgendwas. Irgendwie. Und Gehen wenn wir nicht- was essen. Wenn nicht, holen wir uns einen Kaffee in der Weinstube. Genau. Dann ist noch Kaffee Da ist noch Weinstube. Kaffee. Und so machen wir das. Schauen wir runter, ist ja wurscht, kann nichts passieren. Na, wir kommen runter. Mittlerweile habe ich noch einen Jager getroffen, gell, am Weg bei mir um. Sag ich erst, wir schauen jetzt so nach Botschenau, glaubst du, ist da noch was los? Weil das war ja ein Frühschoppen eigentlich geplant. Und da hat er gesagt, es werden schon noch ein paar sein. Na, wir fahren runter, natürlich, die Hölle Die Hölle los, die Oberkreiner Partie hat gespielt dort noch und Live-Musik. Galle an der Bahn. Mörderisch.
Ja, wir kommen dort hin, wer war dort? Natürlich der Chorsekretär, alle miteinander. Eine ganze Partie, Leute. Alle, die wir so kennen. Ja. Und die haben sich echt gefreut, dass wir kommen. Alle schon natürlich würdig vorgeglüht vom Frühschoppen. Vor die 16, der Buben sind da, 2 Kriegen. Und dann hat der Gemeindesekretär sofort angerufen im Bürgermeister, weil der ist am nächsten Tag nämlich um 6 Uhr in der Früh nach Italien auf Urlaub gefahren. Hat den Bürgermeister angerufen und der hat der Fähre gesagt, nein, wenn die 6 Uhr da sind, dann komme ich noch auf ein Achtel. Auf einen Spritzen, hat er gesagt. Auf einen Spritzen, hat er gesagt. Maximal 2, weil er muss ja wieder an, weil... Erfahrt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war es 6 Uhr am Nachmittag. 6 Uhr nach, 6 Uhr am Abend. Sowas. 6 Uhr am Abend, 6 Uhr am Abend. Schön war es. Und gesagt, ja, nein, eben nur so gemütlich und wir wollten nur fahren mit dem Mikrofonständer, die Kabel, ja, da die haben wir noch geholt, die haben das ins Auto reingepackt. Und dann haben wir halt dort noch den Abend verbracht, bis in die Morgenstunden. Der Bürgermeister selber ist nicht mehr mit dem Auto gefahren. Seine Frau ist gefahren. Seine Frau ist gefahren, aber sie ist nicht war leider der Start. War leider der Start in Urlaub, hat er gesagt. Und es waren alle eigentlich schon am Heimgehen, bis wir gekommen sind. Und dann hat es geheißen, wir sind eigentlich die Besen, weil es waren alle heimgegangen, aber wir nicht gekommen waren. Das schaue ich mir an. Und ich meine, das ist aber Wahnsinn. Jedenfalls war es dann so, dass wir dann am nächsten Tag mittlerweile haben wir gehabt, Mikrofonständer, Mikrofonkabeln, alles haben wir gehabt, Montag war es. Wir haben gesagt, pass auf, jetzt gehen wir mal auf einen Café und hin und wieder und schauen wir, dass wir wieder zu uns kommen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, erst das war leibend, wenn wir zumindest aufbauen täten. Weil aufnehmen da wir hätte nichts. Aber war keine Chance. Aber nicht einmal das Aufbauen haben wir geschafft. Also Nein. der Montag war vollkommen weg, der war weg. Und am Dienstag, bevor der Patrick gefahren ist, haben wir noch geschwind aufgebaut, haben die 2 Nummern aufgenommen und der Patrick ist heimgefahren. Das sind auch nicht, jetzt war eine der fast die schönsten Nummern. Ja, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest also absolut ausreichend erfolgreich, So macht man das. professionell gemacht. So macht man das. Aber ja, gut, so macht man das super. Nicht? Wir haben das aufgenommen, das Ganze war in 2 Stunden erledigt mit dem Aufbau vom Studio und alles. Und es hat also angefangen am Sonntag am Nachmittag und wie gesagt bis Dienstag zum Mittag. Und das da. Also es war schon ein ziemlicher Untergang, muss man schon sagen. Gut, also von Aufnahmen, da können wir überhaupt Geschichten erzählen. Wie wir den Allergieschub beide gehabt haben. Ja, haben wir öfters gehabt. Gräserpollen oder was weiß ich was. Na, unmöglich. Einmal bin ich wieder heimgefahren. Wo waren Einmal bin ich wieder wir? heimgefahren. Für die CD-Aufnahme. Für CD-Aufnahmen, ja. Ja klar, aber das hat keinen Sinn. Ne? Warten wir Wochen oder was. Aber ich meine, ja, das kann man sich ausmachen. Das ist halt der Nachteil, wenn du dann natürlich ein Studio mietest, das ist blöd. Das ist ne? blöd, ja. Aber so war die das Zeit. wie man die bei mir, die vorige, die Wurzel, haben wir ja bei mir in Alt-Lenkbach aufgenommen, im Wohnzimmer. Da das Strafverheißel abbrennt ist, in der Aufnahme gemacht. Ich rufe die Klaus um 8 in der Früh aus, Das war Wahnsinn. du bleib daheim. Wie ist das Strafverheißel unten auf der Gasse abbrennt. Ich habe gerade gesagt, vor früh Nachmittag kein Strom. Naja, und dann haben sie da aufgeschnitten, ne, in Beton und Asphalt und alles. Also es war die ruhigste Gegend in Nordlenkbach. Die ruhigste Gegend, bis auf die 2 Wochen, wo wir dort mit CD aufnehmen wollten. Da haben sie dort einen Ein aufgehoben, Riesenbaustelle von der Haus. die Zettel im Postkastel, gell, ja, das Lade müssen auf. Das war Wahnsinn, das war grandios, aber es war schon wieder lustig. Gell. Aber wir haben ja keinen Stress gehabt in dem Sinne, Nein, wir haben das gesagt, nein. na gut, das soll so sein. Ne? Aber das war natürlich... Aber was mietest, das Studio ist blöd. Ne? Aber so, ich meine, ja, da bist du halt abhängig davon. Von diesen Dingen. Das ist halt so. Aber trotzdem glaube ich, dass das Aufnehmen zu Hause, also in einem Home-Studio, wie man so schön sagt, seine Vorteile hat. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, Absolut. wir sind zu zweit. Also wir brauchen, Ja. das ist ja kein Aufwand. Was natürlich, in dem Moment, wo du schon ein Schlagzeug dabei hast, ist schon anders. Weil das allein der Aufwand für Schlagzeug, für die Tonabnahme von einem Schlagzeug, das ist schon mal ein ganz anderer Aufwand. Allein dieses Instrument verbraucht mehr Ressourcen als wir zwei für eine ganze CD und alles. Aber grundsätzlich halte ich diese Home-Studio-Geschichten schon für gar nicht so blöd. Ja. Obwohl ich natürlich nichts gegen Studios sagen will. Und ich meine, Studios haben ihre Berechtigung noch nah, weil man das ist schon natürlich was anderes. Aber die Technik macht es möglich. Dass man heutzutage das recht locker daheim haben. Und die Absolut, letzten ja. 2 CDs waren alles
Heimstudios. Und streng genommen, ich meine, gut, das vom Fritzl, vom Spielgernstl, War ein Heimstudio eigentlich, genau. ist ja eigentlich auch ein aber ein professionelleres Heimstudio. Naja, aber eigentlich das ist schon sehr voll professionell, war alles, also wo Er ist schon sehr professionell gewesen mit dem war alles Ganzen. so. Aber halt so handwerklich, weil er halt ein Handwerker ist, der hat das halt selber gemacht alles. Das war schon recht gut ausgestattet und akustisch sehr gut hergerichtet natürlich. Nicht? Aber ja, was suchen wir da, was haben wir da? Jetzt suche ich mir die CD an, ob ich es raushöre, was ihr neu gemacht habt. Oder? Nein, kannst Aber nicht heute, kannst, weil Fernsehen. wir ja alle Nummern nicht an einem Tag aufgenommen haben. Sowieso waren sowieso mehrere Tage, wie wir aufgenommen haben. Aber nicht viel. 3 Tage. 3 Tage insgesamt, ja. Ja. Da sind wir es aber gemütlich auch 3 Tage. Und die 2 Lieder haben wir Die 2 nachgeholt. Lieder, ja. Aber wie gesagt, das waren 2 Stunden. Und wir sind es gemütlich auch gegangen. Theoretisch kann man sowas in einem Tag aufnehmen. Könnte man. Aber könnte- es naja, aber geht's, ganz stimmlich jetzt geht's nicht. nicht. Nein, in 2 Tagen kann man es machen. 2 Tage vielleicht. Aber 3 Tage ist schon gut. Wir waren auch gut eingespielt Schon gut. bei der letzten CD, muss ich sagen. Wir haben das Es geht schon. gut geprobt gewesen, auch. Nicht nur geübt, sondern geprobt da gewesen. Und das war aber gut. Aber man darf bei sowas nicht hudeln. Nein. Aber wie gesagt, in dem Moment. Wenn man es wo du- schon daheim macht, aber Ja. die Zeit sich schon nicht mehr kann. Ne? Eben. Aber wenn du ein Studio hast, wo du zahlst dafür, wo du die Miete zahlst, wo du sagst, das habe ich jetzt für 2 Tage oder für 3 Tage, naja, dann bist du unter Zeitdruck. Das ist ja so. Aber ich weiß, wie wir es beim Ernstl aufgenommen haben. Und der Ernstl ist uns ja extrem entgegengekommen mit dem Ganzen. Und da war es aber so, dass ein Tag, ein ganzer Tag, von 10 am Vormittag weg bis um 4, 5 am Nachmittag, ist nur draufgegangen durchs Aufstellen von den Mikrofone. Ja, das kann mich noch erinnern. Ja. Es war nur das Mikrofonieren, was nicht leibend ist, weil damit holst du das Beste aus den Instrumente raus. Aber das war ein ganzer Tag. Das geht das da jetzt da als normale Band, die sich ein Tonstudio leistet, einen ganzen Tag nur für das, dass wir dann die Mikros aufgestellt haben. Ist schon schwierig. Und außerdem kennen das, muss man auch sagen, für Tontechniker. Der wenig, Straßenarzt, glaube ich, schaut zu. Der ist ja ein kleiner Tontechniker und der wird das bestätigen können, dass sie so viel heute gar nicht können. Nicht, weil sie steppert, sondern weil sie es nicht mehr lernen, das Mikrofonieren. Und das war wirklich ein ganzer Tag. Ja. Straßenarzt ist da. Bei euch Tontechniker wäre ein super Job. Weil Dorffest, Kaffee Kontragitarre- ausschlafen, 2 Mikros und sicher Herausforderung. Da Straßenarzt. Nein, die Kontragitarre bei der CD haben wir mit 3 Mikros angenommen damals, beim Ernstl. Was waren 3 Mikros? Am Hals oben eins, Ja. eins beim Schallloch Ja. und hinten bei der Decken unten. Nein, hinten war es nicht. Das war am Anfang, das haben wir dann wieder lassen, das ist dann von oben gekommen. Von oben ist das gekommen, ja genau, das war noch besser dann. Das Ja. ist von oben gekommen. Das hat so runter. Der Ernst ist von mir auf die Knie herumgerutscht, ich gespielt wie wieder und der hat geguckt, wo klingt die Gitarre wie. Wo sind die Bässe, wo Ja. sind die Höhen, Wahnsinn. wie tut das, der Anschlag auch, möglichst wenig Rutschgeräusche und so. Also, Bei der Straßenarzt hat er sagt, eure Nummern sind auch sehr gut gemastert. Ja, das sagt sie so, weil das du sagst weil du höflich weil du bist. höflich bist, glaube ich. Nein, sie sind gut, ja. Sie sind sauber gemacht. Sie sind sauber gemacht. Sauber. Handwerklich Ich mein, sauber. Gemastert, Handwerklich sauber. gemastert habe ich Bist du, ja? Aber ich habe nur deswegen, weil wir keinen Tontechniker gefunden haben, der das kann, klingt jetzt deppert. Die können alle besser mastern wie ich. Nur, wir haben keinen gefunden, der das im Ohr hatte, wie ein Schrammelbackel, so wie wir zwei spielen, wie wir zu klingen haben. Das haben die nicht im Ohr gehabt. Jetzt haben die immer aus der Kontragitarre haben sie immer 2 Instrumente gemacht. Eine Gitarre und ein Kontrabass. Kontrabass. Und so klingt der Kontragitarre. Und so klingt es nicht. Die klingt nicht so. Und die Harmonik war oft viel zu scharf. Viel zu scharf. Es gibt einfach, wie viel Höhen ich dazugeben muss bei deiner Harmonika. Ja, das ist eine Schrammelharmonika und kein Schifferklavier oder eine steirische, die so beißt. Die klingt so wahr, samtig. Ach so, ja genau, die gehört schon so. Habe ich auch oft bei Live-Situationen. Also ich sage, nein, du dreh die Höhen, ich habe keine Höhen mehr, also du brauchst nicht, die klingt nicht so. Ja. Oder es ist wirklich, was ist nicht im Uhr hast, du es da schwer mastern. Das sagt auch oft ein Tontechniker, der aufs Mastern spezialisiert ist, der hat oft auch seine Musikrichtung. Weil klar, einer, der Sicher, Pop- ne? oder Klar. Rockmusik macht zum Beispiel in der Regel nicht Klassik und umgekehrt. Klassische Musik, das ist wieder ganz eine andere Baustelle einfach. Und das Wiener Lied, das ist, wenn man das nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie es geht, nein, jetzt habe ich es halt selber mastern müssen. Und ich persönlich bin wahnsinnig unglücklich mit den CDs, aber ich habe es halt irgendwann auslassen müssen. Ich habe irgendwann sagen müssen, so, guckt euch das an, passt das oder nicht? Ich habe es ein paar Leute vorgespielt, ich habe gesagt, ja, haut schon hin. Und ich gesagt, gut, danke für die Mitarbeit, lassen wir es gut sein.
weil irgendwann stehst du einfach an und dann kannst du es nicht machen. Und ja, Vor allem, es ist ja fatal, nicht? Also du hörst da jeden Tag anders, muss man ehrlich sagen. Es aber der ist- Straßenanzeiger, das ist der gibt uns ein Kompliment, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich gesagt, ich bin aber schon lange aus dem Geschäft, aber die Urwascheln habe ich noch, also die Uhren habe ich noch so. Die Straßenanzeiger dankt dafür, das gefreut mich sehr. Die Urwascheln, wenn du aus der Urwaschler-Mensch bist das. Das hört nie auf. Aber der Sheriff Andi sagt, ich habe mir gestern die 3 verfügbaren CDs als MP3 beim Amazon gekauft, danke dafür mal. Und alle angehört. Also da ist nichts Verändertes herauszuhören. Ja, das gefreut mich. Das gefreut mich wirklich. Ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil wir spielen ja nicht einzelne Spuren ein. Also es sind schon einzelne Spuren natürlich. Aber gleichzeitig eingespielt. Also Alles wir live setzen uns hin, wir sitzen, so wie wir in der Live-Situation spielen, so ist das aufgenommen. Also gleichzeitig beide Instrumente und beide Stimmen aufgenommen. Ja, alles live. Komplett Alles live. Das heißt, wir spielen schon öfters, die Nummern. Weil natürlich, wenn du das Lied gespielt hast, so perfekt es war, wenn du am Schluss einen Felder drin hast, war es. Also, du kannst wieder von vorne anfangen. Und bei manchen Liedern ist es dann schon. Aber die, was du denkst, die spielen wir dann durch, kein Problem. Okay, da haben wir gesagt, jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein von Lorenz. Ja, das war so. Ja. Eine Stunde dauert, bis wir das gehabt haben. Das gibt's ja jetzt nicht. Weißt du? Wahnsinn. Und andere von denen die ein bisschen geflippt sind, haben gedacht, okay, zweimal gespielt, haben wir gedacht, da spielen wir es nur ein drittes Mal, ist ja wurscht, aber nein, das hat schon passt, die zweite Aufnahme hat passt. Perfekt. Ja, manche schon. Christopher, da ist dahin. Für die Gott, schön, dass du dabei warst. Danke Die dafür. werden uns auch schon langsam. Ja, schon langsam, wenn man sagen, ja. Ja. Weil der Christoph Ackermann, es gibt auch so gute Programme beim Mastern, braucht doch nichts mehr selber machen. Ja. Ich sag dir was, das stimmt, wenn ich eine Computerproduktion mache. Also wenn ich jetzt da mit dem Keyboard ein bisschen was einspiele, eine Stimme einsinge, eine Popmusiknummer mache, dann kann das schon funktionieren. Mit diesen Programmen kann das ganz gut funktionieren. Muss nicht, aber es kann gut funktionieren. Aber das ist halt in Wahrheit trotz allem jetzt einfach das unterste Niveau, immer noch Niveau, aber das unterste Niveau der Musikproduktion. In dem Moment, wo du Naturinstrumente drinnen hast, steigen diese Programme aus. Weil einfach das ist zu viel, da sind zu viele Variable dabei. Das geht einfach nicht. Und ja, Straßenland schreibt so leicht ist es nicht, dass es echt gut klingt, ja. Und ein guter Tontechniker, der also aufs Mastern spezialisiert ist, für eine gewisse Richtung. Also die meisten sind wirklich auf gewisse Genres spezialisiert. Ja? Ja, klar. Weil es Das eben ist so, was Spezielles hat. Das ist eine fachliche Spezifikation, oder wie man das sagt. Und für Wienerisch gibt es es nicht, weil ja, es gibt keine, das ist nicht so groß, die Branche. Aber wenn das einer kann, also gerade in der Klassik, zum Beispiel in der klassischen Musik, na, die sind aber auch hochpreisig. Und die kriegen das Geld Absolut, auch, ja. die sind Absolut. einmalig. Die sind einmalig. Aber das ist natürlich auch, das braucht viel Erfahrung und viel Beschäftigung mit dem Thema, viel Herzblut dafür. Also, ja, wie so oft, wenn du davor spezialisiert bist und wirklich gut drin bist, dann geht das gut. Und das ist natürlich bei dem Thema genauso. Straßenhans, danke dir noch einmal wirklich. Also das ist jetzt echt beim Schreibt da gerade echt starke eure Aufnahmen. Danke dafür vielmals. Danke dir vielmals. Danke. Das gefällt mir wirklich. Mastern ist Geräusche, Rauschen, ungewollte Töne herauszufiltern, oder? Nein, Snoop Doggy Style. Mastern ist, du hast also eine fertige Aufnahme. Das Ganze ist im Großen und Ganzen abgestimmt. Du sagst, ja, ich als Tontechniker jetzt, der Hausnummer, nicht, sag, so, jetzt diese Aufnahme, so wie sie ist stimmig, das passt. Ja, also die Lautstärke, das was du jetzt beschreibst, ja, das ist genau das, was eigentlich der Tontechniker vorher macht. Das Rauschen ist erledigt, ungewollte Töne sind draußen, das ist alles stimmig, wunderbar, die Stimmen, die Spuren passen alle recht gut zusammen, es ist fertig. Rauschen darf eigentlich schon nichts mehr, da Darf- hat es meistens schon bei, also nur reine Aufnahme, wenn du so anguckst, darf schon nichts rauschen mehr. Aber ich sage jetzt mal, was er so meint, das Ungewollte halt. Ja, ja. Also das ist alles draußen, das Es ist ist alles fertig. geschnitten richtig und so weiter. Die Aufnahme ist eigentlich fertig. Und jetzt kommt es zum Mastering. Und das macht in der Regel immer eigentlich, außer bei uns, macht es dann ein anderer Tontechniker, der hat das nicht gehört vorher, der ist nicht tot gehört an dem Ganzen. Und der holt es an und der holt jetzt aus dieser fertigen Aufnahme, aus diesem fertigen Konstrukt,
der macht jetzt wirklich, der macht den Feinschliff. Das ist das Mastern. Jawohl. Christoph Acker, habe letztens beim Peter Sachs im Livestream gesehen, dass es verglichen hat. Da hat es dann nicht so schlecht geklungen. Klaus sagt es eh gerade, bei Pop geht's. Ja, bei Pop geht's. Bei Pop geht es, weil es eben zu 90% der computergenerierte Musik ist und dann kann natürlich ein Computerprogramm damit gut umgehen. In dem Moment, wo Naturinstrumente hingehen, eine Big Band, also eine Live-Big Band, nicht eine eingespielte über Samples, sondern eine echte Big Band. Deep Purple, Rockband, geht, kannst vergessen, geht nicht. Ja, Rockband wird schon schwierig. Also eine klassische Rockband wird schwierig. Ja? Mit verschiedene Verstärker gespielt, verschiedene Gitarren, dann wird's haarig. Ja. Schlagzeug, ganz hagelig. Live gespieltes Schlagzeug. Ist morgen ein Livestream, Georg Scheurer, vierte Gott. Wir sehen uns morgen. Ja. Es ist die Aufnahmequalität, Mikrospurenmischung, abhängig Master, geht verschieden. Klaus sagt es gerade, ja. Das ist eben wirklich, also im Prinzip der Tontechniker, der das zum Mastern kriegt, der kriegt eigentlich schon eine sehr gute, fertige Mischung. Das ist eigentlich eh schon fertig, das ist schon gut. Der richtige Feinschliff, der was aber dann wirklich noch wahnsinnig viel ausmacht, das ist dann das Mastern. Ja. Franz Bratwein, großartig. Straßenmann schreibt es richtig, der Lektor der Musikanten ist der Masterer. Ja, das kann man gut genau, sagen. ist im Prinzip der Lektor, ja genau. Der noch mal drüber geht, Genau. die Feinheit macht, aber das macht schon wahnsinnig viel Unterschied. Also, wenn du dir ungemasterte Aufnahmen von gemasterten dann auch hörst, sagst du, no, was hast du denn da alles gemacht? Nicht viel, aber das ist unglaublich viel Unterschied. Also wie gesagt, das ist eine große Kunst, das sind auch eigene, diese Tontechniker, die Mastering machen, sind wirklich eigene Spezialisten auf das. Und ja, Franz Bratwein, das gefällt mir, Kalksburg, rauschfrei. Haben wir gehabt damals beim In Grinzing haben wir das bei der gehabt. Schöllgabe, Ja. in Grinzing, Kobenzlgassen, leibender Heiriger, leider nicht mehr existent. Und wie leibend das dort war. Das war echt super. Und da haben wir dann auch, und die hat gehabt dann das T-Shirt im Buschenschank Schöll und hinten ist gestanden Grinzing rauschfrei. Legendär. Grinzing, rauschfrei. Ja. Olawe. Oder, ist es nicht, das war der Trinkspruch. Dort wurde viel getrunken, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich was Ja, aber ehrlich sagen. Und das war schon eine harte Zeit, weil nachher sind wir dann immer in Schmidhasel, ins Nachtcafé, Meistens, ja. und haben die komplette Gage, die wir bei der Schöllgabe verdient haben wir dort am Schädel gehabt. Das war unsere Jugend. Zusammengefasst. Naja. Naja, dafür ist es uns nicht. Klingt gut, ja. Klingt sehr gut. Der Sheriff Andi, der Gast am dritten Viertel merkt eh nichts mehr. Das hört nur mal der Tontechniker selbst. Ja, beim dritten Viertel vielleicht. Nein, aber eine CD ist ja, oder eine Aufnahme Eine ist CD ja. ist ja anders als live wieder. Und Live-Tontechnik ist wieder ein anderes Kapitel, das mache ich zum Beispiel bei uns. Das ist was ganz was anderes. Live-Tontechnik ist was anderes. das, Und das ist der Patrick oft. Der Patrick hat das schon als gespielt dafür und oft ist wirklich so bei gewissen Tontechnikern im Live-Set, die man halt Tontechniker nennt, die aber keine sind, die halt einfach das Mischpult da haben und da herumdrehen. Und da sage ich oft, Patrick, bitte geh hin. Und der Patrick sagt, ich kann das nicht, das macht man nicht. man normal nicht. Und ich sage dann oft wirklich, wenn es schon wirklich nicht mehr geht. machen wir gerne schon von selber, nicht? Ich gehe jetzt ab. Nein, weil irgendwann muss ich sagen, tut mir leid, es ist bei aller Rücksichtnahme, aber irgendwann, wir müssen es zu einem Abschluss bringen. Und dann sage ich, bitte lass den Patrick zu. Und das sage ich manchmal mitunter mit Nachdruck. Ja, schon ein bisschen schärfer. Also das ist schon mal so gegangen, dass ich sage, Alter, jetzt lass den Patrick zu. Der Patrick geht hin, und es funktioniert. Das ist wirklich, nein, da hat er ein eigenes Handel dafür, das passt. Muss nicht oft. Ich weiß schon, was ich tue auch, nicht? Das muss man auch Oft, ja, gut, das so, aber oft die Tontechniker wissen es eher, aber manchmal hast du wirklich dabei, Absolut. die einfach, ja, die das halt nicht kennen und die halt eingesprungen sind oder halt mithelfen und halt, ja, da herumdrehen. Aber das ist halt, so einfach ist nicht, weil sonst gab es keine Ausbildung für Tontechniker. Nicht? Also so muss man da sagen. Franz M. sagt, die Schöllgabe, Fluchtachtal Pudel, Stunden später, ja, bist du deppert. Nein, furchtbar. Vernichtungen haben wir zu tun. Furchtbar. Vernichtungen. Aber das war eben eine der Buschenschanken, der echten Buschenschanken nur in Grinzing.
Und jetzt gibt es ja der Corbis Rudi, weiß es natürlich, es gibt nur 2, 3 in Grinzig, aber das war damals die Schöllgabe, war eine davon, wo wirklich noch, also das war echt, das war richtig eine echte Buschenschank, in Grinzing wohlgemerkt, ja. Christoph Robert ist auch daheim für die gut. Schön, dass du dabei warst. Wie bei Spanja und komm gesund wieder heim, gell? Dass du mir schöne Berichte machst. Ja, da wird er schöne Berichte machen, glaube ich. Ganz sicher, sogar 4. Der XC-Man ist auch daheim, für die gut. Ja, wir werden uns jetzt auch schon Ja, wir langsam. machen auch Schluss. Das ist im falschen 50er im Bett. Und die könnte man noch als Abschluss machen. Ne? Ja. Was ist ein Remastered, fragt der zum Tagesstellen. Da werden auch alte Aufnahmen, wie zum Beispiel bei den Beatles, neu aufbereitet. Genau. Es gibt sogar eine Gesangisolation, wo der Ton vom Gesang getrennt wird. Naja, die haben schon Diese Computerprogramme gibt es definitiv. Ja, du kannst aus einer Monoaufnahme eine wunderbare Stereoaufnahmen machen und so weiter. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Absolut, ja. Ja, aber das kann kein Computerprogramm an sich machen. Also das muss schon, das macht schon ein Techniker. Ne? Genau. Aber er nutzt natürlich Computertechnologie dafür, für diese Remastered-Geschichten, genauso wie im Film, nicht? Was du dann hast, Star Wars, die alten Star Wars-Filme remastered. Das ist halt zerlegt in das, was da ist, das Material, was da ist, wird einfach hergenommen, wird zerlegt und dann wird es einfach neu gefüttert, mit den neuen Technologien nochmal überarbeitet. Ne? Das ist ungefähr so, wie man dann, was er sich irgendwann gehabt hat, alte Filme, uralte Filme, die dann irgendwann koloriert wurden zum Beispiel. Nicht? Oder also so in die Richtung, so kann man sich das vorstellen. Ja. Straßenhans, ich freue mich schon, euch live zu hören. Na, ich freue mich auch. Straßenhans, was du da bist, wenn das geht wieder und wenn du da bist, na, da geht's auch. Da geht's auch. Da siehst du uns live und ungefiltert. Völlig ungefiltert, ja. Auch ohne Weichzeichner, wie da heute erinnern. Die Brühen schon trinken? Nein, da nicht so erinnern. Ich kann nichts dafür. Nee, wird so wirklich wahr? Das kommt mir so vor. Nein. Habe ich einen Augenfehler? Ja, wenn ich weiß, aber. Nein, so nehmen tut's. Glaube ich nicht, nein. Bitte schon. Kann ich gleich noch einen Zug nehmen. Nimm noch einen Zug. Na gut, meine Herrschaften. Ich glaube, es war wieder ein würdiges Fest. Mir hat es taugt. Mir auch. Ich freue mich schon noch mehr auf nächste Woche, muss ich ehrlich sagen. Nächste Woche. Da machen wir jetzt Weil nicht wir krank auch- werden, Patrick. Nicht krank werden. Gesund bleiben. Wichtig. Die Chance ist sehr gering. Gott sei Dank, weil wichtig, weil wir müssen Moos trinken. Wir müssen, Du sprichst weise aus deinem Munde. was hat der Matti haut der Mackie. Grüß euch die Buben. Bis jetzt 5 Minuten das erste Mal dabei. Das Little gebe ich mir nur. Schön Grüße aus dem 15er. Das taugt mir. Warte, ich muss nicht. Matti haut der Mackie. Leiwand. Das gefällt mir total. Das gefällt mir, aber das Little gebe ich mir noch. Welches Little? Achso, das Little, was wir jetzt spielen. Schön Grüße an 15. Das gibt er noch. Ich bitte, das gibt er noch. Hau einen Daumen auf und abonnieren unseren Kanal. Dann bist du Das war überhaupt, Leiwand. dann bist du überhaupt viel Leibend. Was steht so wie die Rose ist von mir, Franz Brandwein? Jetzt haben wir erst telefoniert und ich habe wieder drauf vergessen. Ich bin doch ein Trottel. Um was geht's? Du hast mich nicht informiert darüber. Ja, Darum nein, trete du warst ja ich- krank. Ich hätte dich schon treten. Um was geht's denn? Na, kannst du dich erinnern an den Text von Franz Brandwein? Ja, na frei. Beim ersten ja, Lockdown. ja, freilich. Habe ich gesagt, erst auf das habe ich vergessen. Franz, Patrick, alle anderen holt's zu. Nächste Woche. Nächste Woche bringen wir das. Den Text von Franz Brandwein, den aktualisierten Corona-Text quasi. Oder Corona-inspirierten Text, muss man sagen. Zu Stürz meiner Rosenstall. Na so, ich bin so ein nee, Passt. aber nächste Woche, ich versprich das. Was haben wir noch? Warte, da kommen da haufenweise. Wer ist eigentlich live bei euch, der Master, Christoph? Nee, der Master, Entschuldige. Der Master kann es nachgeben. ja. Bei 20.000 Hertz Podcast hat es mal eine gute Folge gegeben zum Thema Remastering. Ja? Jawohl. Ja. Der Markus Bristonik sagt schon noch was nicht so
was nicht so falsch ist. Das hab, ja. Die Musik lebt doch erst durch die Dissonanzen und Imperfections, also nicht durch Computer setzbar. Jetzt muss ich sagen, natürlich eigentlich nicht, weil also Musik perfekt gespielt, also perfekt, menschlich perfekt gespielt, also fehlerlos, sagen wir es so, ist natürlich schon leiwand, aber das, was du meinst, das ist schon vollkommen richtig. Also diese menschliche Inkorrektheit. Nicht die Fehler, das so weit nicht gehen, Dissonanzen auch nicht, das gehört auch nicht dazu. Und das Imperfekte, aber dieses leichte, das richtig spülen, aber eben nicht so hundertprozentig. Ja. Also es ist schon da und am Schluss stimmt es wieder. Das ist, also das, was du meinst, glaube ich, das ist vollkommen richtig. Tatsächlich so in dem, was du schreibst, kann ich es nicht bestätigen. Aber eins ist klar, natürlich ein Computer bringt Perfektion. Und Perfektion ist, ja, eine Perfektion kann leiwand sein in manchen Bereichen, oftmals ist es eher nicht perfekt. Genau so ist es, ja. So kann man es eigentlich sagen. Ja, so kann man sagen, ja. Stimmt. So, ja, gell. Ja, genau. So. Kann ich den Text haben? Rudi Korbes. Ja, den habe ich. Den habe ich gesichert vom Franz Brandwein. Das ist so deppert. Es war so viel los, dass ich es wirklich wieder vergessen habe. Aber gesichert habe ich es. Und jetzt schaue ich mich schon. Habe ich mir schon gedacht, Franz Brandwein, ja. Zerknirscht sieht sich hier vor dir. Aber ich hoffe, du verzeihst mir. Aber nächsten Montag machen wir das. Ganz fix. Machen wir. Sagt man bei den Wiener Philharmonikern, ja, dass das so speziell klingen, weil der Nachschlag nicht perfekt ist. Nicht der Nachschlag? Na, der ist perfekt. Es ist so, du machst es in 3/4-Takt, ne? Und wo der Dreier hinten nachhatscht, ja, das muss jetzt nicht von den Philharmoniker sein, sondern die kennen es halt. Die Wiener Philharmoniker kennen halt einen Wiener Walzer spielen, weil sie natürlich mit dem aufgewachsen sind. Aber es kennen auch die New Yorker Symphoniker, die Berliner Symphoniker kennen auch Wiener Walzer wunderbar spielen, weil sie es halt geübt haben, weil sie sich das anschauen, nicht? Und weil sie sagen, okay, woran liegt das? Und beim Wiener Walzer ist es halt so, du hast normal, der Computer wird jetzt in 1, 2, 3, ganz korrekt, also der wird einen Takt in 3 Teile zerlegen und der Wiener Walzer ist halt so, dass der Zwarer ein bisschen früher kommt und der Dreier ein bisschen später. Nuancen. Und natürlich ist es so, dass das, wenn das jetzt ein ganzes Orchester so spielen muss, dann ist das recht schwer, damit es nicht daneben geht. Grundsätzlich jetzt der Wiener Walzer an sich war nicht schwer, wenn du es einzeln zu 2, zu 3 spielst, was zusammengespielt ist, dann geht das. Orchester, naja, da müssen schon alle gleichzeitig das drauf haben und das muss gespielen. Und das geht und das macht halt die Philharmonik oder die Wiener Orchester allesamt. Wir sind eigentlich so, was das betrifft, so einzigartig. Ja. Also insofern stimmt's. Er ist nicht perfekt, aber eigentlich schon, weil eigentlich spielen sie ihn perfekt. Sie spielen ihn perfekt, ja. Sie genau spielen so alle genau. in Dreier ein bisschen spät, aber sie spielen alle gleichzeitig spät. Gleichzeitig spät und das ist die Kunst. Also eigentlich wieder das ist perfekt. schön, eigentlich perfekt, ja genau. Aber es ist nicht so falsch. Ja. Der Uli Slonik, oftmals Fahrt. Was meinst du mit oftmals Fahrt? Mir ist eine Live-Aufnahme lieber als eine perfekte Studioaufnahme. Ja, Franz Emmi auch. Also auch bei vielen anderen Musikern Live-Aufnahmen sind viel besser. Ich halte sofort meine Finger hoch. Es kam soeben ein grüner Bildschirm bei mir zum Vorschein. Sheriff Andi, trink was Glas, du lispelst schon Prost. Was heißt das schon? Servus. Prost, Sheriff Andi, danke schön. Für alle anderen, die uns gerne was zukommen lassen würden, in Zeiten wie diesen, ja. Vielleicht können wir ja bald wieder spielen, sobald die Gastronomie aufsperrt. Können wir wieder spielen, vielleicht kommen auch Leute. Vielleicht nicht kommen sie sicher. Für genug Anfragen hätte ich ja, schon. Anfang. Es müssen wirklich Leute kommen. Werden wir sehen, wie es ist. Die kommen also. Ab April werden wir spielen, wirst sehen. Ging um Perfektion. Uli Slonik, da war es jetzt wieder, ja, um die Perfektion, ja. Perfektion ist oftmals Fahrt, absolut richtig. Das stimmt, ja. Perfektion ist wahnsinnig langweilig, weil vorhersehbar. Und das macht es aus. Also diese Vorhersehbarkeit macht es aus, ja, macht es Fahrt. So. Also insofern ist es vorhersehbar bei uns und Fahrt, weil das ja ein Völler macht, ist vorprogrammiert. Ja, aber nicht wann. Das ist immer an einem anderen Stück. Spannend, das macht es wieder noch nicht. Weil
Wobei gewisse kommen immer an der gleichen Stelle, ne? Das ist so. Du, der Straßenbahn bei den ersten CD-Produktionen mussten sie ein leichtes Rauschen drauflegen, war so perfekt für Plattenhörer, ja. Ja, genau. Weil damals, muss man ja sagen, waren die Plattenspieler noch nicht so ausgelegt, wie sie heute sind. Es gibt ja heute ja Möglichkeiten, da gibt es ja Tonköpfe und Tonarme und das ist ja unglaublich. Ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Monaten damit. Es ist ja unglaublich. Also, damals nicht einmal denken, wie die LP noch, das Vinyl noch also der Haupttonträger war quasi. Was wir heute für Möglichkeiten haben eigentlich. Auch bei der Aufnahme oder beim Pressen von Vinyls auch schon gesehen. Das ist unglaublich. Also das, damals hast du gehabt eine Nadel, das hast du drauf gehabt und das war ne? Aber es sagt viel aus für die Musikindustrie, allgemein ganz Interessantes, nämlich wie wichtig es ist, eine Hörgewohnheit zu bedienen. Klar. Und wenn du eine Hörgewohnheit hast, so wie eben dieses Rauschen, und du dann diese Perfektion hast, der CD, der digitalen Aufnahme damals, die war man nicht gewöhnt. Heute ist man es gewöhnt. Also heutzutage ist man sich schon schwerer mit den Sachen, weil eben jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, ein junger Mensch, der also heute aufwächst so und dann zum Beispiel eine musikalische Ausbildung bekommt, die sich anspielt auf sowas da, nämlich digitalen Pianos. Der ist perfekt gestimmte Instrumente gewöhnt. Der würde verzweifeln, wenn du ein Klavier was spielst, weil Klavier nur noch mal nie so perfekt gestimmt ist wie die digitalen Pianos. Also das hat halt zwei Seiten. Ja. Und naja, es ist die Hörgewohnheit. Die macht es aus. Ist es, ja. Die macht es aus. Oder so wie der Uli Slonik schreibt, deswegen Wiener Lieder oder Jazz, das ist halt noch was recht ja, Erdiges oder was etwas eben nicht so perfekt ist. Nicht so Vielleicht perfekt sagen wir es so. ja, genau. Ja. Die Kassetten, ja. Klaus, danke. Lidl, was? Der 50er Schmatt, das ist schon unterwegs. Bravo Straßen, Sie dank der Film ist. Bummis hat super über den Brennraum entdeckt. Straßen, 1000 Dank. Das ist leibend. Und jetzt spielen wir euch, ja, weil der Walz auch noch gefallen ist, also machen wir jetzt die in falschen 50er. Ja. Und dann geht man Walz, was hätte man noch? Die D-Tanz? Nein, eigentlich es ist aber ein Walzer, aber es ist eigentlich kein Walzer. Naja, Walzer ein Dreivierteltag, meine Dreiviertel. Aber gerade das meinen sie, glaube ich. Was meinst du? D-Tanz oder Werner Gmiert? Das Werner Gmiert kann man, das ist eigentlich ein Walzer, ja. Steht auch als Walzer beim Johann Schrammel drinnen, ja. Eben. So. Ja, der Rudi Korbis, wenn du bei manchen alten Aufnahmen mitspielen willst, verzweifelst. Wie sind die gestimmt? Na, das Problem ist, dass der Plattenspieler nicht immer genau die 33 Umdrehungen hat. Und dadurch verändert sich die Tonhöhe. Nicht? Und wenn das Ganze jetzt noch einmal von einer Platten auf eine MC, von Vinyl auf ein Magnetband gespielt wurde, mit einem billigen Gerät hat das wieder nicht passt, hast du schon wieder andere Toner. Da kommst du irgendwo hin. Na vorher, naja, und da muss man schon sagen, also erst einmal, die Aufnahmen sind oft angefangen von Schellack irgendwo hin. Ja. Von Schellack so auf LP und von LP auf MC und von MC. Und dann ist es schon tatsächlich so, dass die Instrumente früher verstimmt wurden. Das auch zum Teil, ja. Und vor allem, sie haben ja früher alle anders gestimmt. Der eine hat nicht auf den Grundton A440, sondern die haben 444, 442, 438. Ich habe Schrammelharmonikas gekriegt zum Stimmen bereits gesehen, die haben 436, 432 Hertz Grundton A gestimmt gehabt. Also, du, ja, die haben sich früher nichts geschissen. Beim Heurigen, also diese Volksmusikpartien, die haben sich zusammengestimmt irgendwie. So dass man untereinander in sich zusammengestimmt ist. Mehr oder weniger. Und das schon mehr oder weniger, nur mehr. Und dann haben wir es gespielt. Also es ist wirklich, und es ist natürlich so, dass die Instrumente nicht so diese, wie soll ich sagen, Präzision hatten, dass man ordentlich stimmen hat können. Es waren oft so, ja, das war so ungefähr. Und so klingt es dann oft, aber das ist ein Wahnsinn natürlich. So. Die Heiselfer, Christoph Acker, ja, aber den müssen wir auch erfüllen natürlich, weil der Christoph Acker, ja, wir fangen mit der Heiselfer an.
Dann gehen wir über zum falschen 50er. 50er, ja, passt. Und dann ist Werner Gmier zum Abschluss. Genau. So machen wir das. Machen wir das, ja. Hey. Sie kennt alle, die jeweils angekehrt wurden. Künstler und Hackler, Generaldirektor, jeden tut sie freundlich grüßen. egal ob's groß oder klein ist. Dafür haben wir Virus ins Kerbel rein. Ja, aber das hängt sie doch klärt man gerne. Das war verspült, nicht verstimmt. Meine Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gelb, das Schürzel blau, mit Zinsi, aus Stadtlau. Sie denkt alle die Mittel, die sich im Fernsehen bewähren. Duftende Hacke und Kohl sie uns gern. Fröhlich tut sie das und putzen, weil wir müssen ja schließlich benutzen. Dafür hat man dir das ins Kerbel rein. Ja, aber sind sie, hört man gerne auf das. Meine Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gelb, das Schürzel blau, mit Zinsi, aus Stadtlau. Mein Freund und ich, wir waren sauber gespannt. Wir haben im Park einmal einen alten Mann, sein Bärsel heimlich aus der Tasche gezogen, sind geredet und haben uns voller Lachen gebannt. Da war ein ganz neuer 50er drin, voll Freude bin ich gleich zu meinem Vater hin. Hab ihm einen Zack und gleich ein Ohrfein gekriegt, die hat bei mir so richtig gewirkt. Darauf sagt er, blöder Bauer, hör gut dein Vater zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert, es hat schon mancher um seine Freiheit geredet. Drum nimm's Papier lieber schnell in die Hand, zeig nicht das Fest und noch ein Haus an der Wand. Dann dreh dich um und geh in die Welt hinaus. Wer trefft, denkt ab und zu ans Elternhaus. Und er meinst das Schicksal ja nicht schlecht mit dir. Komm zurück zur Mutter und zu mir. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Liebs Mutter, lieber aus, nimm ein nach Haus. Ich hab ein wunderschönes Madel gehabt, doch hat der andere sie mir weggeschnappt. Ach Mutter, du, ich bring das Luder und gib ihr auch meine ganze Freiheit drum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief
der mich noch zur Besinnung rief. Drin steht, mein lieber Bub, hör deiner Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher um seine Freiheit geredet. Drum nimm's Papier, Lieber schnell in die Hand, zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Denk so ein Nadel ist das Leben nicht aus. Wer greift den Kopf und zu ans Elternhaus und meinst das Schicksal einmal schlecht mit dir, komm zurück zum Vater und zu mir. Nur ein Walzer. Jawohl. Bertha 4. Jawohl, ein würdiger Abschluss. Ein würdiger Abschluss. Wir wünschen euch das Allerbeste. Alles Gute euch. Macht uns die Treue heute jetzt. Viert euch gut, alles Liebe. Eure 16er Burm. Viert euch. Menschen, Menschen, Samarone, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur.